Oh. Kaka. Ich meine, guten Tag. Bin ich irgendwo zu sehen? Live? Ah, guck mal, ich habe noch gar kein Gesicht. Moment, Gesicht. Haha! Ein Gesicht. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe ein Gesicht. So, Moment. Ich habe hier einen Live-Kommentator. Was ist los? Ach, mach Sachen. Mein Live-Kommentator hat gerade festgestellt, dass ich zeitversetzt bin. Das liegt unter anderem daran, dass ich den Delay auf normal gestellt habe, einfach um ein bisschen die Leitung zu schonen. So. Ich könnte den schneller machen, aber warum? Das ist ja nicht so, dass da live wirklich jemand mitguckt, der im anderen Zimmer sitzt und da kommentieren kann. Hat er halt, oder sie, Pech gehabt. So. Oder eher. So. Also. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. Bitte lasst mich nicht den Titel des Spiels sagen, der da lautet Insurmountable. Warum spreche ich das immer so doof aus? Weil ich auf Google Übersetzer war und habe mir das angehört, wie man das ausspricht. Und da war diese Frauenstimme und die hat das so hochnäsig Insurmountable gesagt. Ja, deshalb dachte ich schon, das muss man so. Also, wir hätten hier mehrere Quests. Die Nebenmission, Zeitanomalien, die ist halt näher dran. Ich weiß halt nicht, ne? Finde 3 Zeitanomalien, erreiche den Zielort. Ich mach das mal, ne? Umgebung normal, sehr spukhafte Umgebung. Schatten und andere Geräusche verfolgen dich auf dieser Route. Oh, das hört sich gut an. Das machen wir. Aber, Moment, Charakter austauschen, Inventar öffnen. Da werde ich nämlich das ein bisschen ändern. Also wenn es spukt, braucht man eine Taschenlampe und stattdessen nehme ich mir was zu essen mit. So, dann gucken wir mal, was das jetzt halt gibt. Nebenmission. Du blickst über die unendliche Berglandschaft. Irgendwo da draußen gibt es seltsame Erscheinungen, kleinere Anomalien, die in einem Zusammenhang mit der Zeitschleife stehen. Du musst sie suchen, um mehr über sie herauszufinden und um zu lernen, sie zu deinem Vorteil zu nutzen. Womöglich können sie dir helfen, besser und stärker zu werden. Und nicht ins Mikrofon rülpsen, so. Ortungsgerät. Bei einigen Missionen musst du dein Ortungsgerät benutzen, um dein nächstes Ziel zu finden. Aktiviere, deaktiviere es über das Symbol neben deiner Fähigkeitenleiste unten rechts oder benutze die entsprechende Standardtaste T. Wie ihr seht ihr das nicht, weil da mein Klotzkopf drüber ist. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ihr seht ja hier, so sieht das aus. Es ist jetzt das Gebimmel da, das seht ihr ja auf dem Spielfeld. Anschließend bewege deine Kamera, um die Richtung des Ziels zu bestimmen. Je mehr sich das Ziel in der Bildschirmmitte befindet, desto stärker ist das Signal. Denke daran, auch nach oben und unten zu schauen, um genauere Positionen zu bekommen. Okay, alles klar. Dann drücken wir da mal. Also, wie kein Signal aus dieser Richtung. Eben war es noch da. Sag ich mal, lass mich das mal hier umgucken. Also. Da unten gibt's, also. Oh, da müsste ich aber da runtergehen. Nicht da außen rum. Nee, am Schluss muss ich dann doch da hoch. Komme ich da überhaupt hoch? Ich glaube ganz daneben. Also da könnte ich hochkommen. Was ist denn das da? Handshake kriegst du hier. Ja, okay. Komm, wir machen nochmal dieses Dingens. Achso, das kann ich auch mit dem T. Ja, dann gehe ich doch da mal hin, oder? Wenn der sagt, das ist da. Der veräppelt mich doch. War doch... Ach so. Ich schätze, dass das da hinten hinter der Mauer ist. So, jetzt pass auf. Der kann mich mal schön hinten rum veräppeln. Das war doof, da hoch zu klettern. Wäre ich besser da außen rum gegangen, macht aber nichts. So, hier gibt es einen Handshake. Ein Felsbrocken erregt deine Aufmerksamkeit. Er ist beinahe rechteckig, die Kanten glatt, als hätte sie jemand bearbeitet. Aber das ist nicht alles. Auf dem Fels liegt ordentlich verpackt ein Zelt. Eine Gabe. Deine innere Stimme ermahnt dich, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Was lässt du zurück? Also ich kriege ein Zelt. Nee.
Ich will nicht tauschen. Ich habe ein Zelt, das reicht mir. Jetzt pass auf, das machen wir schon mal nicht. Wir gehen hier hoch. Und von da aus gehen wir da rüber. Ich habe nämlich eine Taschenlampe dabei. Jetzt kann ich in dunkle Taschenlampen reingehen. Du betrittst eine weit verzweigte Höhle. Im hinteren Bereich bemerkst du ein erloschenes Lagerfeuer. Davor liegt zusammengerollt unter einer Felldecke eine fremde Person. Dann weg ich. Du sprichst den fremden Bergsteiger an, keine Reaktion. Dann beugst du dich herab und rüttelst ihn sanft. Der Fremde murmelt etwas Unverständliches und dreht sich auf die andere Seite. Scheint keine Lust auf Gesellschaft zu haben. Ja, das ist gut jetzt hier. So. Also mein Plan ist jetzt erstmal da hochzukommen und dann mal dahinter zu gucken, was da ist. Und das Ganze mache ich so. Ich will da schön außen rumgehen natürlich. Was ist denn hier los? Die Luft wird immer... Was? Ich bin schon über 6000 Meter. Ich habe noch nicht mal Sauerstoff. Geringere Energiekosten für kurze Zeit, geringerer Sauerstoffverlust. Ich mache das mit dem Energiekosten, weil Energie, da hapert es bei mir meistens. Die Aufraffenergie, so. Nordlichter. Am helllichten Mittag. Egal, was für ein Anblick. Schön. Oh, Level Up. So, was gibt's denn Feines? Erhalte bei jedem Eventfeld Geisteskraft. Braucht man meist nicht so. Erhöhtes Tempo. Geringere Zeitkosten beim Bewegen, aber nur 24 Stunden. Und das hier auch nur 24 Stunden. Minus 18 Energiekosten auf allen Feldern. Ach, das eine ist Zeit und das andere ist Energie. Spare Zeit, so hast du in der Energie. Ne, wie? Laufen und Klettern. Zeitkosten. Ja, ich mach das Laufen und Klettern. So. Jetzt werden wir das Dingens da unten nochmal benutzen. Ey, echt jetzt? Ich verstehe das nicht. Also irgendwie so. Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt... Moment. Doch, ich gehe da runter. Wir haben übrigens immer noch dreifache Zeitraffer, weil sonst das Männlein so langsam läuft und ich will das Spiel beenden, also diese Mission, bevor ich ein Opa werde. So, wir sind wieder unter 5000 Meter. Ah, ich glaube, da unten kann das sein. So, Moment. Ich muss mal... Kann man das unendlich lange einsetzen? Ja, nu? Was soll das hier? Ja, super. Danke. Danke, Kamera. Mach nochmal Tüt. Na, komm. Das geht in diesem Übersichtsmodus nicht. Ach Mann, ist das doof. Also im Moment, ich finde, diese Quest erklärt zu wenig. So, wir haben jetzt hier die Wahl. Gehen wir links oder rechts rum? Wir müssen auf jeden Fall mal da hingehen. So. Geht's daneben überhaupt runter? Also da geht's... Da komme ich doch daneben hoch. Ich glaube, das ist komplett falsch. Warte, ich habe eine Idee. Weißt du, dieses Ding sagt mir, ich soll da hinten hingehen. Da ist aber nichts. Also... Okay, jetzt sagt er mir, ich soll da hingehen. Dann gehe ich mal dahin. Ich hoffe halt, dass... wenn wir in die Nähe kommen, dass das dann wenigstens angezeigt wird, dass wir hier richtig sind, weißt du? Ah, so wie das da hinten zum Beispiel. So. Es knirscht unter deinen Stiefeln, als du über eine schneebedeckte Ebene läufst. Plötzlich gibt der Boden unter dir nach. Du versinkst bis zum Hals im Schnee, kannst dich kaum noch bewegen. Nur deine Arme sind noch frei.
Ich ziehe mich raus, das kostet einen Haufen Energie, oder ich grabe mich raus. Das kostet Zeit und, ja komm, ich hab Zeit und sowas. Mit bloßen Händen schaufelst du den Schnee zur Seite, doch immer wieder rutscht neuer Schnee nach. Die Kälte an den Fingern wird unerträglich, bis du sie schließlich gar nicht mehr spürst. Die Kälte oder die Finger? Du stellst dir vor, wie sie sich in deine Gliedmaßen frisst, das Gewebe schwarz wird und abstirbt. Jetzt reicht's aber. Du gräbst wie ein Besessener, bis du schließlich so viel Bewegungsraum hast, dass du deinen Körper über die Kante wuchten kannst. Ja, aber vielleicht doch nicht so die beste Idee. Okay, wir müssen da hinten hin. Auf den Schreck. Was ist denn das jetzt für eine seltsame Art? Hä, willst du mich jetzt veräppeln? So. Oh, geh da hoch, hol dir die Schatzkiste und dann gehen wir da hinten hin. Das ist das, was wir gebraucht haben. Brauchen. Was da? Du entdeckst ein Vogelnest. In dieser Höhe ist das sehr ungewöhnlich. Du findest in dem Nest eine Thermosflasche mit Tee. Ja, geil. Die nehme ich mit. Ich habe noch fast nichts dabei hier. So, jetzt gucken wir mal. So, ja, gehen wir da. Flink, gehen wir da hin. Ey, merkt ihr eigentlich, ich habe ja eine Taschenlampe dabei. Es ist deutlich heller wie letztens. Eine diffuse Erscheinung aus Licht- und Nebelschleiern erregt dein Interesse. Das ist der Erlkönig. Der Erlkönig mit Kronen und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Je näher du kommst, desto durchlässiger und transparenter wird sie. Du hast sie endlich gefunden. Die Anomalie. Ja, die Anomalie, nach der du gesucht hast. Geil, oder? Gibt's jetzt wenigstens ein paar XP oder so. Sofort greifst du zu deinem Notizbuch, um zu dokumentieren, was du siehst. Du gehst näher heran. Keine Frage, eine Energiequelle. Ob sie sich auch anzapfen lässt? Deine wissenschaftliche Neugierde lässt dir keine andere Wahl. Du hältst deine Hand in die Erscheinung. Blitze zucken zwischen deinen Fingerspitzen. Du spürst die Macht der Anomalie und erhältst... Aha, Energie oder Geisteskraft? Energie. So, Level up. Was haben wir denn? Warme Gedanken. Beim Benutzen kriegt man 4 Körpertemperatur zurück. Kontrolliertes Atmen. Ich glaube, das werde ich nehmen, weil ich bin jetzt schon bei 5700 Metern. Da ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man mehr Sauerstoff hat und weniger Sauerstoffverlust. So, was ist das hier noch? Erhalte beim Aufwachen etwas Energie, Körpertemperatur und Sauerstoff. Das nehme ich immer und das ist geil. So, jetzt müssen wir wieder T drücken. Also irgendwie so. Ich müsste hier mal rauskommen irgendwie. Also Kamera mag diese Stelle hier nicht. So, kann man das Ganze vielleicht nochmal machen. Also da irgendwo. Mal gucken. Da drüben. Ja, dann gehen wir erstmal dahin. Boah, ey, also die Kamera. So, jetzt. Das kommt Kamera. Ja, endlich. Endlich. Diese Felsen da im Genick, hey. Wir haben die Kamera ganz blöde gemacht. So. Ja, und ein neuer Felsen, so. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Das ist aber ein sehr dummer Weg, oder? Nee, ist... Nee, das lassen wir. Wir gehen... Kamera. So. Wir gehen dahin. Dann gehen wir da hoch. Oh, da oben gibt es irgendwas. Okay. Wir gehen hier rum. Ja, das ist dasselbe. Das ist 2 hochklettern und das. Also klettern wir hier hoch. So. Jetzt da runter. Da hoch. Jetzt da rüber, bitte. Danke. So, ich kletter mal da hinten hin. Und dann sehen wir uns weiter um. So. Also. Schnauft der so? Ah, Todeszone, ja. Als sein Blick über die senkrecht aufragende Steinwand wandert, bleibt er in einem gusseisenförmigen Ring hängen.
Alte Kletterhaken. Ah, du legst deinen Kopf in den Nacken. Dort, wo die Haken hinführen, erkennst du ein kleines Plateau. Warum sich jemand die Mühe gemacht hat, es zu erreichen, das kenne ich. Das hatten wir in der ersten Folge, also in dem ersten Stream hatten wir das schon mal. Ich setze meine Reise fort. Ich bin nämlich ganz böse abgestürzt. Und die Kacke da macht man nicht mehr mit. So. Hinten ist eine Höhle. Also ich schätze mal, wir müssen da rüber gehen. Wie sieht es denn zeitmäßig aus? Ja. Also hier komme ich da hoch, da komme ich da hoch, da. Okay, ich muss... Ja, komm, das machen wir so. Wir klettern hier rum. Und da hoch. Da drüben will ich hin, da gibt es irgendwas. So, und jetzt diesen Felsen da hoch. Ich schätze das auf der anderen Seite. Ah, da ist auch eine Höhle. Sehr gut. Wie geht's denn? Da kommen wir noch locker hin. Ich muss halt nur mein Zeugs ein bisschen im Auge behalten. Also im Moment sieht so meine Wärme nicht so gut aus. Aber ich habe Thermoskanne-Gedönse dabei. Hier ist ein Wrack. Du entdeckst das Wrack eines abgestürzten Flugzeugs. Du könntest dir die Zeit nehmen, um es zu durchsuchen. Ja... Oder ein kurzer Blick. Nee, ich durchsuche das schon. Vielleicht finde ich ein paar Leichen. Ich finde den Gegenstand. Ja klar. Kraut. So. Da unten will ich hin. Und dann drücken wir nochmal T. Geht nicht. Du stapfst durch den lockeren Schnee, als dein Stiefel plötzlich keinen Halt mehr findet. Unter der Schneedecke hat sich eine spiegelglatte Eisschicht gebildet und ehe du dich versiehst, landest du auf allen Vieren. Tja, dumm gelaufen. So, hier gibt's... Oh, ich muss jetzt wirklich aufwärmen. Nur ein paar Meter vor dir landet unerwartet und majestätisch ein Steinadler. Fasziniert beobachtest du das Tier, das sich nicht vor dir zu fürchten scheint. Du kannst es dir nicht erklären, aber diese Begegnung hat etwas Magisches. Du lebst ganz in diesem Augenblick und regenerierst Wärme. So, da unten ist eine Höhle. Moment, bevor wir jetzt in die Höhle gehen, will ich erst nochmal gucken. Noch weiter hinten. Also noch weiter da unten irgendwo. Ja, okay, aber das schließt ja nicht aus, dass ich jetzt in dieser Höhle eine Runde penne. So. Du betrittst eine Höhle, sie ist trocken und windgeschützt. Oh, da gibt's nichts außer schlafen liegen. Ich schlafe relativ lang. Guck mal, da bin ich recht früh am Morgen wieder da. Also wieder da heißt wach, meine ich. Wieder da. Okay. Ich gucke mich hier gerade ein bisschen um. Also hier könnten wir so entlang gehen, daneben rumwimmeln. Ja, hochgehen will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal. Was ist denn das für ein doofes Signal? Oh, ich bin schon wieder in so einer blöden Spalte, wo das Spiel irgendwie keinen Bock hat. Naja. So, ja komm. Wir könnten aber auch hier hochgehen. Aber dann, ja komm. Oder? Nee, wir können nicht hier hochgehen. Nö, hier geht's nicht hoch. Okay, bleibt mir eh nichts anderes übrig. Jetzt da erstmal hinzugehen. Weil wir kommen da nicht drauf. Wir kommen... Eigentlich kann man die 4 Dinge überhaupt nicht. Nun ja. Ach, guck mal, da drüben ist es. Oder zumindest eine. Okay, wie komme ich da hin? Da runter geht's nicht. Ich muss wohl außen... Ah, da. Dahin gehen? Ich gehe mal dahin. Soweit alles noch in Ordnung. Da drauf. Und dahin. Halt. Dahin. Sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt das zweite gefunden. So. Abrupt bleibst du stehen. Nur wenige Schritte vor dir materialisiert sich eine Wand aus Eis und Licht. Du hast eine Anomalie gefunden. Staunend musterst du die Erscheinung. Ihre Oberfläche flackert und verändert sich permanent, bis du schließlich Gesichtszüge zu erkennen glaubst.
Nach einer Weile erkennst du dein eigenes Spiegelbild, aber nicht so, wie du es in Erinnerung hast. Du wirkst älter und müder. Ja, komm, ein bisschen bekloppt sein, also. Man geht also erstmal hin und sagt, ich weiß nicht, wer du bist, aber du siehst scheiße aus. Dein Spiegelbild bewegt seinen Mund, als du etwas sagst, aber nicht synchron. Du stockst. Das musst du dir eingebildet haben. Du redest weiter, doch dieses Mal bleiben die Lippen deines Gegenübers ganz versiegelt. Erschrocken taumelst du zurück, während dein Spiegelbild dir bloß zulächelt und auf den Boden deutet. Dort liegen einige Vorräte. Sie müssen für dich bestimmt sein. Schnell packst du sie ein, machst dich wieder auf den Weg. Cool. Mehr zu essen? Mag ich gut. Mag ich sehr. So. Das nehmen wir noch mit, wenn es direkt vor den Füßen liegt. Was gibt's hier Feines? Vor dir zerschneidet eine Gletscherspalte die Landschaft. Als du einen Blick in den Abgrund riskierst, bemerkst du einen alten Rucksack, der an einem Felsvorsprung hängt. Du könntest versuchen, an ihm heranzukommen. An ihm heranzukommen, okay. Ich werde den natürlich bergen. Du gehst vor dem Rand in die Hocke. Ne, diesmal stimmt's. Du gehst von dem Rand in die Hocke und beugst dich nach vorne. Doch das reicht bei weitem nicht, um an den Rucksack zu kommen. Dann versuche ich es weiter. Du hast es tatsächlich geschafft. Sogleich nimmst du den Rucksack in Augenschein. Sein Gewicht stimmt dich optimistisch, dass der Aufwand sich gelohnt hat. Aufgeregt schaust du hinein und findest darin wertvolle Ausrüstung. Was haben wir denn Feines? Schwere Stiefel. Minus 15 Energiekosten auf Stein. Ja, besser. Besser als wie nix. Und ein Level Up. Den nehmen wir auch mit. Verringert Energiekosten in der Todeszone. Sehr praktisch, nehme ich mit. Das ist Sternenhimmelschlafen und das nehmen wir mit. So. Dann gucken wir mal. Das war so klar, dass wir wieder zurück müssen. Kann ich einfach darüber gehen, so? Ja, komm, machen wir das mal ganz einfach genau so. Mal ein bisschen ranzoomen, dass man unseren... das war zu nah. Aber hier, also, muss ich schon sagen, die Grafik ist schon ordentlich. So, guck mal, wie sie klettert. Die kleine Kletterfee. So. Ist Höhle. Oh, da ist eine Höhle daneben. Die merke ich mir. Gut. Da gehe ich jetzt gleich pennen. Hier gibt es ein bisschen Geplapper. Du traust deine Augen nicht. Eine umgestützte Antenne versperrt dir den Weg. Naja, ja, ist mir doch scheißegal. Nein, ich bleib natürlich und sehe mich um, aber erst... Nee, ich esse noch nichts. Ich bleibe und sehe mich um. Du bist dir sicher, dass die Antenne aus Besatzungszeiten stammt? Vielleicht eine Art Richtfunkstation? Aber wozu braucht man sie? Grübelnd machst du dich wieder auf den Weg. Okay, das hat jetzt einfach nur XP gegeben. So, jetzt muss man es wieder rauszoomen. Da unten an den Berg muss ich. Das schaffe ich auch noch, bevor es an meine Energie geht. Also an die Gesundheit. Ist ja, wenn die Energie zu Ende geht, dann geht es an die Gesundheit. So. Du betrittst eine weit verzweigte Höhle. Im hinteren Bereich bemerkst du ein erloschenes Lagerfeuer. Da liegt wieder einer. Ja, ich suche mir jetzt eine ruhige Ecke. Ich lasse den pennen. Der vorhin wollte auch nicht gestört werden. Also, lassen wir ihn mal. Wieso kriege ich denn jetzt Wärme abgezogen? Ich dachte, ich kriege das immer dazu. Nach dem Schlafen. So, Moment. Tee. Dieser Höhe irgendwie. So, wir haben gleich Tag. Ich weiß nicht, sollten wir dahin gehen? Und jetzt bräuchte man natürlich Licht. Aber da unten ist noch eine Höhle, sehe ich gerade da. Warte. Bevor da hier erstmal was Warmes trinken und was Warmes essen. So. Taschenlampe ist gut. Was ist das da eigentlich für ein Icon? Wie viel wird es mich kosten, da hinzukommen? Sauerstoff vor allen Dingen. Sauerstoff haben wir ein riesiges Problem. Ich würde sagen, wir lassen das. Sauerstoff haben wir ein riesiges Problem gerade. In der Höhle werden wir keinen Sauerstoff finden, aber hier vielleicht. Also gehen wir hier hin. Ich hoffe, dass das kein Fehler war. Also das ist ein Handel, glaube ich. Kann das sein? Da. Genau, Handel.
Du öffnest vorsichtig die Tür zu einer Baracke. Bücher und andere Unterlagen stapeln sich bis unter die Decke. Als du eintreten willst, steht plötzlich eine hochgewachsene Frau mit langem weißen Haaren vor dir. Sie redet schnell in einer dir fremden Sprache. Als du verständnislos mit den Schultern zuckst, verschwindet sie und kommt kurz darauf mit ein paar Habseligkeiten zurück. Ein Tauschhandel also. Sie will ein Zelt von dir. Dafür bietet sie dir etwas an. Ja. Ja, halt eine Sauerstoffflasche. Wir brauchen definitiv eine Sauerstoff... Ey, da braucht man nicht drüber nachzudenken. Was ist das? Moment. Nee, ich nehme die Sauerstoffflasche. Brauche ich halt unbedingt. Dafür habe ich jetzt halt kein Zelt mehr. Oh, komm. So schnell kann es gehen. So, da drüben ist die Höhle, die ich gesagt habe. Wir gucken nochmal. Nö. Also ich glaube, dass die Höhle der komplett falsche Weg ist. Außer wir könnten da unten rumgehen. Ich probiere es da. Also das scheint ja relativ tief zu sein. Deshalb probiere ich hier die Höhle, an diese Höhle zu kommen. Ich stoppe noch ein bisschen um. So. Das Ding ist, wir müssen vorher Stopp machen. Vor der Höhle. Ah, hab ich. Gut. Nee, hab ich nicht. So, Stopp. Ah, guck. Als du auf der Kante eines Absprungs über Felsbrocken balancierst, bemerkst du unter dir einen Einheimischen, der wild mit den Armen fuchtelt. Er signalisiert dir, dass du dich beeilen sollst. Viele der Steine sind los und drohen in die Tiefe zu stürzen. Na, dann beeile ich mich natürlich. Als du von Fels zu Fels springst, um schnell aus der Gefahrenzone zu kommen, knickst du mit deinem Fuß um. Dir entfährt ein Schmerzensschrei, doch du humpelst weiter, bis du wieder sicheren Boden unter dir spürst. Dann schaust du dir deine Verletzung an. Ein Knöchel schwingt an. Miau. 30% Energiekosten auf allen Feldern. Ja, danke. So, was ich noch machen wollte, ist... Ich wollte einen Sauerstoff benutzen. Weil, wenn wir jetzt schlafen gehen, verlieren wir Sauerstoff. Also wenn wir hier schlafen gehen, hoffe ich doch. Dann verlieren wir Sauerstoff und das wäre schlecht. Du trittst langsam in die Höhle. Nach ein paar Metern tut sich vor dir der Boden auf. Ein breiter, ein tiefer Erdriss, der von einer Wand zur anderen geht. Erkundig natürlich. Du kneifst die Augen zusammen. Auf dem Grund des Risses liegt ein Gegenstand, der aus der Entfernung einem Rucksack oder einer Tasche ähnelt. Darin könnte wertvolle Ausrüstung sein. Ich benutze meine Taschenlampe. Hahaha! Du leuchtest in den Abgrund. Tatsächlich, da unten ist ein alter Rucksack. Du steigst vorsichtig die Spalte hinunter. Nach kurzer Zeit hast du festen Boden unter den Füßen. Du durchsuchst den Rucksack und findest wertvolle Ausrüstung, die du sogleich in deinem Gepäck verstaust, in deinem Verpäck gestaust. Hochzufrieden kletterst du zurück. Was habe ich gekriegt? Oh, ein Helm. Karton. Und das da würde ich auch gern benutzen. So. Dann lege ich mich schlafen. Also wir kriegen Energie und Wärme zurück, aber Sauerstoff halt nicht. Und Sauerstoff ist im Moment ein bisschen problematisch hier bei uns. Nein, wir gehen nicht schlafen. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Und energiemäßig ist okay. Also ich will ja da so drumherum gehen, weißt du? Also, ja, dann müssen wir erstmal da runter. Wenn wir uns jetzt schlafen gelegt... Oh, das wird übel. Okay, wir sind zumindest wieder unter der Todeszone, also unter 6000 Meter. Das ist schon mal gut. Oder? Ja. An einem Strauch entdeckst du wilde Beeren. Ihre Farbe ist hell, fast orange. Du zögerst, die könnten giftig sein, aber eine kleine Stärkung würde dir durchaus gut tun. Ich esse so viel Beeren wie nur geht. Ich probiere ein paar. Die Beeren sind etwas herb, aber frisch und wohlschmeckend. Du spürst, wie sie dir neue Energie geben und dich für deine noch vor dir liegende Reise stärken. Du bist dankbar, die Natur stellt dich vor Herausforderungen, aber sie sorgt auch für dich. Dankeschön. Cool, Sauerstoff zurückgekriegt und ein Level up. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie Kraft sparen, ruhig angehen. Energie, Körpertemperatur und Sauerstoff, das ist gut. Scheiß auf den Erfahrungsgewinn. Wir brauchen mehr Sauerstoff nach dem Pennen. Was ist das da? So.
Das da lassen wir mal, wie es ist. Gucken mal, dass wir irgendwie hier hinkommen. Zu diesem Blinke-Ding. Also ich will jetzt da so quasi drumherum gehen, falls das irgendwie möglich ist. Nochmal das Blinke-Ding. Jetzt können wir da hochgehen. Ja, Kamera ist was Feines hier. So. Wie sieht's denn hier aus? Guck mal, das kostet gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. So. Da gibt's Specht, habt ihr gehört? Ja, okay, Todeszone betreten. Kommen wir aber nicht von da drüben? Doch, wir kommen doch von da drüben, oder? Ja, klar. Was mache ich hier für eine Kacke mal wieder? Ja. Das war doof. Ich überlege gerade, was jetzt besser ist. Wenn ich hier hochkletter, dann muss ich irgendwie immer höher, immer höher. Da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Also gehen wir erstmal da runter. Dann sind wir auch wieder hier unter der Dingsbumsmarke. Oder unten ist eine Höhle. Gucken, dass wir es irgendwie da runter schaffen. Hier sind wir wieder über der Zone, hier wieder unter, hier wieder über. Ich will aber... Moment. Da will ich hin. Todeszone. Todeszone verlassen. Wahnsinn. So, wir gehen jetzt da außen rum und gucken, dass wir möglichst aus der Todeszone rausbleiben. Um da unten hinzugehen. So, das sollte jetzt doch relativ... Sieht gut aus, oder? Mach mal so. Da hinten wird Nacht. Guck mal, genau bei Nacht kommen wir da an. Ich habe so das Gefühl, dass wir nicht gut ausgerüstet wurden. Also das dritte Ding. Also generell muss ich mal sagen, dieses... Moment mal. Trockenwindgeschützt, warmer Lichtschimmer. Da folge ich natürlich dem Licht. Du folgst dem Lichtschein. Als du näher kommst, erkennst du, dass es sich um 100 Glühwürmchen handelt. Faszinierend. Oh. Dann lege ich mich natürlich schlafen. Und zwar lange. Ach, guck mal. Oh, geil. So. Schön. Da kriege ich jetzt ordentlich durch Schlafen, kriege ich ja jetzt, also weil ich jetzt das auf Level 2 habe, kriege ich da jetzt ordentlich Sauerstoff zurück. Das ist gut. Also ich gehe jetzt mal dahin. Dann da hoch. Jetzt ist halt die Frage. Jetzt da oben ist eine Höhle. Darf ich niemals ganz so hoch, ne? Ich kann im Moment nicht anders. Also da hoch muss ich auf jeden Fall. Dieses Dingens, ja, ist Spielmechanik, ne? Dass man halt nicht genau sieht, wo. Ja, komm, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Es wäre schlauer gewesen, da drauf zu gehen und dann, aber egal. So. Cool, es wird Tag. Aber es wird windig. So. Da ist aber auch nichts. Ich müsste eigentlich da hochgehen, weil ich könnte jetzt dahin gehen, da, dass ich halt so da rüberkomme. Ja, aber dann frage ich mich halt, warum? Ja, damit ich auf der anderen... Ja, okay. Hier komme ich nicht rüber, wegen diesen Steinen. Und da ist aber nichts auf dieser Seite. Also dieser Detektor da, der zeigt das halt. Er zeigt, also, dass es hier sein muss, aber ich kann es von dieser Seite nicht sehen. Also muss es auf der anderen Seite vom Berg sein. Also bringt es nichts, hier hoch zu gehen. Sag ich jetzt mal so. So, jetzt gehen wir natürlich erst hier hoch. Und jetzt gucken wir mal. Die sind beide gleich hoch. Das wird so viel kosten, das wird genauso viel kosten.
Ja, dann nehme ich doch das hier. So. Oh. Meine Geisteskraft ist ziemlich nicht gut. Ist ziemlich nicht gut. Ja, sehr schön. Wir haben kein Zelt mehr, ne? Wir haben das Zelt eingetauscht. Das ist schlecht. Ich könnte ein bisschen was essen, ja, aber... Weißt du, Schlafen kostet mich Geisteskraft. Ich krieg Energie zurück, aber... Nee. Dann... Was ist das? Scheiß Mission. Ja, weißt du so, das erste, es war halt wirklich noch das Tutorial. Und jetzt sagt das Spiel so. Schluss jetzt mit Tutorial. Ab jetzt wird's ernst. So, was haben wir denn hier? Oh geil, ein Jägersitz. Nicht weit von dir entfernt siehst du einen Hochsitz zwischen Baumgerippen. Während du noch überlegst, dich dort nach Vorräten umzusehen, hörst du ein Grollen wie von einer Lawine. Dann eine Schneewolke am Horizont und sie kommt auf dich zu. Okay, kann ich nicht, weil... Achso, mein Status ist zu gering. Ja, dann setze ich mal meine Reise fort, ne? Ich bin voll rentiert hier. Ich muss gleich schlafen gehen. Das bringt alles nichts. Okay. So, jetzt werde ich bekloppt. Quasi. Geht das jetzt auch von meiner, sag mal hier, Geisteskraft? Fällt langsam, aber stetig infolge der mentalen Belastung. Ja, aber da steht nicht, was passiert. Sehen wir ja gleich. Ich habe nämlich gleich keine mehr. Wie sieht es denn eigentlich aus? Sind wir wenigstens noch auf dem richtigen Weg? Okay. Okay, nee. Ich muss hier pennen. Es bringt alles nix. Wenn ich kurz schlafe, dann bringt mir das Energie und Wärme. Und wenn ich lang schlafe, ich muss lang schlafen. Weil ich nämlich ein Langschläfer bin. Nee, einfach weil es kostet jeweils 0,5 Geisteskraft. Und wenn ich kurz schlafe, kriege ich zwar am Ende mehr Energie. Oha. Kritischer Status. Erreicht ein Statuswert außer deinem Leben 0, ist dein Zustand kritisch. Deine Pfadvorschau färbt sich rot ab dem Moment, in der der Statuswert den kritischen Zustand erreicht. Bewegst du dich in diesem Zustand weiter, können ernste Zwischenfälle eintreten. Vorsicht, wenn deine Gesundheit 0 erreicht, ist der Aufstieg vorbei. Ja, das weiß ich noch. Jetzt muss ich auch noch über Zeugs klettern, was nicht so ganz ungefährlich ist. Da unten ist eine Höhle. Höhle ist das Letzte, was ich jetzt da brauche. Aber was willst du machen? Da unten. Jawohl. So. Komm mal her. Vorsichtig, vorsichtig aufsteigen. Oha, du spürst plötzlich dutzende schmerzhafte Stiche auf deinen Armen. Insekten sind in deinen Schneeanzug gelangt. Was für Insekten leben denn bei minus ganz viel Grad? Ich ziehe den Schneeanzug aus. Ich kratze mich unter dem Schneeanzug. Ja, ausziehen tue ich ihn garantiert nicht. Ich kratze mich. Du kratzen. Als du deine Hand betrachtest, klebt Blut unter deinen Fingernägeln. Ja, ist bestimmt von den Mücken da. Alter, 4,5 Energie hat mich das gekostet. Ey, ich werde doch jetzt nicht... kurz vorm Ziel in die Hose machen, sozusagen. Weißt du, kurz vorm Klo in die Hose gemacht. So. So.
Also gut, Knut. So, hier, Höhle. Betrittste Höhle, trocken und windgeschützt. Ich leg mich zumindest ein bisschen... Ja, also meine Sanity kann nicht noch weiter runtergehen, also meine Geisteskraft. Von daher, shit on it. Ich leg mich lang, pennen, dann ist wenigstens hell. Wir haben es fast geschafft, hoffe ich. Wenn den Entwicklern nicht jetzt noch irgendein Trick einfällt, wie sie mich veräppeln. Shit. Yep, das ist der Trick, wie sie mich veräppeln. Seht ihr das? Ich komme hier nicht vorbei. Alter! Okay, aber theoretisch könnte ich das schaffen, aber guckt euch das an. Moment. Also das ist oben rumgehen. Ah, okay. Ich könnte natürlich auch da unten hin. Also, hallo? Dahin? So kann ich ihn da nicht hinklicken. Dahin? Kann ich ihn da nehmen? Ach so, hä? Okay, ja. Ach so, weil da Geröll ist. Ja, okay, nee. Dann bleibt mir wirklich nur ganz außen... Oh. Die Welt um dich herum wird plötzlich dunkel. Aus der Finsternis greift ein Schatten nach dir. Ich wehre mich natürlich. Der Schatten greift in deinen Bauch hinein. Du fühlst 1000 heiße Nadeln in deinen Eingeweiden. Es gelingt dir, den Schatten von dir zu reißen. Ey, echt jetzt? Scheiße. Ja, hopp, komm. Das müssen wir jetzt machen. Irgendwie. Ich guck mal, ob es einen besseren Weg gibt. Boah, Mann, ey, wäre es nicht dunkel gewesen, hätte ich mich hier oben vielleicht besser umgucken können. Da hätte ich das gesehen. Aber ich habe mal wieder nur diese Höhle da unten gesehen. Shit. Du hörst Schritte hinter dir. Für einen Moment glaubst du, die Silhouette eines Bergsteigers zu erkennen. Du blinzelst doch süß weg. Bist du verfolgt? Okay, das war jetzt zum Glück nichts weiter. Ich dachte, jetzt zieht es mir noch ordentlich Energie ab oder so. Ja, komm, mach weiter. Das Problem ist jetzt, dass wir werden mit so einem Fitzelchen bisher ankommen. Wenn jetzt aber noch irgendwas passiert, dann sind wir wirklich 2 Meter vom Ziel. Haut's uns die Beine weg. Es wird übel. Das wird so knapp, ey. Wenn dieser blöde Schatten mal aufhören würde, mir in den Bauch zu greifen. Ich mach das nie mit dem, weißt du? Was war denn das jetzt? Okay. Also unsere Energie ist dann weg. Dann geht's da unten an die Gesundheit dran. Aber das ist zu schaffen. Alter Schwede. Das schaffen wir. Och nö! Echt jetzt? Du spürst plötzlich dutzende schmerzhafte Stiche auf deinen Arm. Das sind schon wieder Insekten beim Schneeanzug. Was kostet es denn diesmal? Ich mach mich jetzt halt nackig! Du siehst die Stiche auf deinen Armen, kannst aber keine Insekten entdecken. Schnell ziehst du den Schneeanzug wieder an, solange du noch deine Finger spüren kannst. Alter! Alter! Jetzt komm! Ernsthaft jetzt! Ich hoffe jetzt nicht. Oh shit. Wenn das Spiel jetzt sagt, ja, und jetzt musst du wieder zurückgehen, dann haben wir alle verloren. Vor dir verschwimmt die Landschaft, als würdest du durch eine Eisschicht blicken. Du kneifst die Augen zusammen. Die Eisschicht entpuppt sich als schimmernde, aber durchlässige Hülle, die sich kuppelartig über Schnee und Felsen wölbt. Keine Frage, die Anomalie. Du steckst deine Hand hinein und spürst eine angenehme Wärme in den Fingerspitzen. Als würdest du magisch angezogen, setzt du auch einen Fuß in die Anomalie. Und noch einen. Und noch einen dritten. Ah, nee, doch nicht. Drinnen umgibt dich ein bläuliches Licht. Du atmest tief durch und regenerierst. Polizei. Geist. Körper. Körper. Jetzt sag mir bitte nicht... Ey! Mann, ist das Spiel fies. Wir spielen hier auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, also auf dem einfachsten, den das Spiel mir anbietet.
spielen wir gerade und wir kriegen sowas von auf die Mappe gerade. Hey, das ist nimmer feierlich hier. So. Natürlich müssen wir wieder zurück. Wie konnte ich auch nur... Alter, guck dir das an. Wie konnte ich auch nur denken, dass wir nicht mehr zurück müssen? Es ist so übel, hey. Es ist so übel. Und weit und breit nichts mehr. Wir hätten... Mühsam ziehst du dich an einer Steinwand hoch, als es hinter deinem Brustband schmerzhaft sticht. Schnell klammerst du dich an einem vorspringenden Fels. Der Schmerz wandert weiter, dumpf brennend. Erst in die Arme, dann in den Hals und Oberbauch. Was ist denn der Oberbauch? Deine Kraft neigt sich dem Ende zu. Doch hier kannst du nicht bleiben. Kalter Schweiß steht auf deiner Stirn. Deine Reserven sind beinahe aufgebraucht. Ja, meine Energie auch. Es geht halt gerade alles hier von meiner Energie ab. Komm. Du quälst dich mit jedem Schritt. Wie gerne würdest du schlafen. Nur für ein paar Minuten. Ja, ich kann nichts anderes machen. Augen fallen zu. Der Schmerz weckt dich wieder. Du liegst am Boden. Blut läuft aus deiner Nase. Nein! Wir sind tot. Mann, ey, es ist aber jedes Mal dasselbe hier. Jedes Mal denke ich so, ja geil, wir müssen einfach nur dahin kommen, Und dann so, ja, du musst doch wieder zurück. Wir haben hier kein Taxi, Rückruftaxi oder so. Egal, es gibt wenigstens ein bisschen XP irgendwie. Jetzt komm, mach mal irgendwas voll. Das ist doch quasi voll, oder nicht? Nee, ist es nicht, oder? Doch. Irgendein Wissen habe ich gekriegt. Ereigniswissen. Gut. So. Ja, man muss aber hier bedenken, das ist ein Roguelike. Mit anderen Worten, man muss sterben. Erstmal muss man viel sterben, damit man es am Ende besser hat oder so. Oh je, du siehst gar nicht gut aus. Was ist passiert? Naja, du musst nicht drüber sprechen. Nach einer kleinen Pause geht es dir bestimmt wieder besser. Laber nicht. Ich war so knapp davor. Eine Sache noch. Wer den Stein mit sich führt und draußen stirbt, der kehrt zwar ebenfalls zur Station zurück, aber verändert. Der Körper bleibt unversehrt, der Geist jedoch ist vernebelt, als wäre man in einer Art Wachkoma. Ich nenne es die Zeitschleifenkrankheit. Achso, ja, im ersten Stream habt ihr ja gesehen, das ganze Ding, wir sind in irgendeiner Art komischen Zeitschleife und wir kommen da nicht raus. Das ist so die Story, also ja. Es gibt zwar ein Heilmittel, aber meine Vorräte sind nicht unendlich. Wenn sie einmal aufgebraucht sind, kann ich nicht mehr viel für dich tun. Am besten ist es, du bleibst einfach am Leben. Super Idee. Was ist denn das da hinten? Team-Upgrades. 0% verbesserter Schutz bei Gefahren. Ach so, Moment. Ja. Ach so, das war das. Nee. Was ist denn das? Wieso... Team-Upgrade-Punkte können verteilt werden. Ja, dann lass mich doch verteilen. Wie mache ich das? Ach so. Ja, aber wohin? Ach so, da ist ein Plus. Mann, sag das doch wer. Moment. Ach so, das ist nur hier das Plus. So, jetzt aber. Verringerte Energiekosten bei Events, verringerte Zeitkosten bei Events, erhöhte Geisteskraftgewinn. Ich würde sagen, für den Anfang ist vielleicht Erfahrungsgewinn nicht schlecht. Dass wir schneller aufleveln und ein besseres Zeugs kriegen oder so. Aber verringerte Zeitkosten ist halt... Also Energiekosten auf jeden Fall so. Und das mit dem Geisteskraft-Ding, das war jetzt das erste Mal, wo wirklich die Geisteskraft halt, weil man dauernd klettern musste. Durch das Klettern wirst du doof im Kopf. Ja, komm, wir machen das beides da. So. Bestätigen, jetzt haben wir keine Punkte mehr. So. Ich hoffe jetzt, dass das hier so... Spezialwissen haben wir halt noch. Doch, da haben wir irgendwas. Ich könnte ruhig ein bisschen erklären, was das da ist, aber egal. So, haben wir irgendwas anderes freigeschaltet? Nö, ne? Wieder, achso, ja, ich muss mich wiederbeleben. Stimmt, guck.
1 von 3 Wiederbelebungspunkte für die Abenteurerin verwenden. Ja, ich bräuchte... Okay. So. Ja, die Rücksetzpunkte verwendet, aber wie ich ja vorhin schon zu meiner Freundin gesagt habe, ja, Rücksetzpunkte, das ist sowas, das tust du nie nutzen, weil das ist voll selten und so. Und dann am Ende vom Spiel hast du 10 Stücken keinen jemals benutzt. Deshalb, weil ich mir da schon gedacht habe, hier, das ist recht praktisch, wenn man erhöhte Energie hat. So. So, also unsere nächste Mission. Ja, das war ja schon mal nicht so gut. Danke. Weitläufiger Berg, großflächiger Berg mit moderatem Anstieg. Die Region bietet ungewöhnlich hohe Anzahl an Routen, erfordert aber besonders viel Kletterarbeit. Steige auf den Gipfel, erreiche danach den Zielort. Okay. Nee. Dann hier. Suche nach Spuren, die dich zum Journalisten führen. Nur ein geringer Teil des Berges liegt in der Todeszone. Das Terrain ist aber besonders herausfordernd. Dann wieder Zeitanomalien. Und hier gibt es noch einen Wissenschaftler. Kompakter Berg mit moderatem Anstieg. Sehr dünne Luft. Nein, nicht bestätigen. Ich will erstmal hier kalt. Was ist das eigentlich für ein Berg hier? Da steht halt nichts zu dem Berg. Komm, wir probieren den einfach mal aus. Vorwiegend kaltes Wetter. Moment, ich tu mal den anderen da angucken, was da für Wetter ist. Normal. Erhöhte Zeitkosten beim Klettern und Laufen. 10% auf alle Felder. Aber ich habe ja ein bisschen das Zeitding freigeschaltet. Also ich würde sagen, ich nehme das da. Da ist wenigstens das Wetter normal. Also das setzt man nicht zu. Wenn das Wetter halt kalt ist, verbrauchst du, glaube ich, mehr Sauerstoff. Und die Zeit geht schneller weg. Zelt, also mal das Inventar. Moment, was war da? Normal? Also da steht irgendwie nichts zum Wetter irgendwie. Erhöhte Zeitkosten im Klettern und Laufen. Pass auf, wir nehmen das da raus. Und das war doch der Stock. Zeitkosten auf flachem Terrain und beim Klettern. Also, aber das ist nur Höhenunterschied 1, also so richtig viel. Was ist das da? Das ist alles außer Höhenunterschied 1, aber nur Klettern. Na komm her. Achso, geht nicht, weil wir was zu essen schon dabei haben. Wir lassen das Zelt zu Hause. Und nehmen stattdessen... Mach mal so. Guck mal, jetzt können wir hier klettern und laufen. Aber wir haben halt nichts zu essen. Ja, komm. Meine, was soll schon passieren? Das war eine sehr dumme Idee, stelle ich gerade fest. Wir können ja nur einen Kletterstock benutzen. Die mysteriöse Frau berichtet von einem weiteren Bergsteiger, der im Gebirge herumirrt. Vermutlich ist er genauso ahnungslos in die Zeitschleife geraten wie du. Es gibt Hinweise, wonach es sich um einen Wissenschaftler handelt. Du willst diesen Hinweisen nachgehen und den Fremden überzeugen, mit dir zu kommen. Er könnte ein großer Zugewinn sein und euch helfen, den Weg aus der Zeitschleife zu finden. Okay, wir haben jetzt nicht mehr dieses komische Bims-Bums-Dingens. Sag mal, gibt's hier irgendwelche Eventfelder? Ja, da drüben aber nur. Wie finde ich denn den? Indem ich einfach überall rumlaufe? Ja, ich muss einfach nur einen Wissenschaftler finden. Also grundsätzlich kann der ja so überall sein hier, oder was? Ja, guck mal, das kostet nicht viel. Fangen wir mal immer erstmal nach links gehen. Vielleicht dabei noch ein bisschen umgucken. Da drüben ist eine Höhle. Noch eine Höhle. Ach so, da oben ist ein
Du entdeckst die sterblichen Überreste eines Bergsteigers. Das fängt ja schon mal gut an. Wir suchen einen Bergsteiger. Wir haben einen Bergsteiger gefunden. Seine Haut ist grau und kalt. Wow. Ich durchsuche die Leiche gründlich. Ich werfe einen Blick auf die Habseligkeiten. Nö, noch sind wir klar bei klarem Verstand. Oh, geil. Thermosflasche und XP. Her mit, kehr mit. So, und jetzt müssen wir natürlich auch mal so langsam hier... Also auf flachem... Kann man den auch noch mitgeben? Das wäre ja zu schön gewesen. Auf flachem Terrain den da benutzen. Und wenn es ans Klettern geht, vorher das austauschen. Erinnert mich dran. Also das da ist Höhenstufe 1. Das kriege ich mit meinem Stückchen hier noch hin. Soll ich da hochgehen? Ja, komm. Also schlafen muss ich jetzt nicht. Vor dir liegt eine weitläufige Geröllhalde. Schon beim Betreten lösen sich die ersten Brocken unter deinen Füßen und rollen geräuschvoll ab. Ich lasse es mal locker angehen, ne? Kleinen Umweg gemacht. So. Du betrittst eine Höhle. Sie ist trocken und windgeschützt. Im hinteren Teil der Höhle nimmst du einen schwachen Lichtschimmer wahr. Das sind wieder Glühwürmchen. Hunderte Glühwürmchen. Faszinierend. Sehr schön. Level up gekriegt. Das ist sehr gut. Ich verlasse die Höhle. Ich gehe noch nicht schlafen. Aber ein Level up nehme ich mit. Erhalte etwas Körpertemperatur beim Benutzen eines Gegenstands. Für geringere Zeitkosten beim Bewegen. Und das hier... Energie, Körpertemperatur und Sauerstoff. Das finde ich ja immer super. Ja, das nehmen wir auch wieder. Für den Anfang ist das immer gut. Wahrscheinlich werden jetzt die Cracks hier sagen, nee, das ist eigentlich voll dumm und so. Ja und? So, übrigens habe ich vorhin da oben gesehen, wo wir... aus wie der allererste Berg, wo wir waren. Ich würde vorschlagen, wir gehen... Gehen wir links oder gehen wir rechts rum? Links gibt's halt... Da noch eine Schatzkiste, da unten noch was, so, weißt du? Und wir... Ja, nee, wir gehen links rum. Links. Immer links. Links ist gut. Komme ich denn da am besten hin? Gerade drüber gehen. So. Mal das jetzt halt schlau... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, wir könnten das schlau machen, indem wir da hochgehen und dann da rüber. Aber dann hätten wir da eins verpasst. Dann gehe ich lieber so rum. Ist das schlau, was wir hier machen? Ja. Komm, dann machen wir das so. Also ich gucke jetzt, dass ich möglichst viel von diesem Ereignisdinger mitnehme. Weil... ja, dass ich ein paar Items kriege und sowas. Als du den Blick schweifen lässt, bemerkst du ein schwaches Licht in der Ferne. Es bewegt sich hin und her, hoch und runter. Da bin ich letztens schon hingegangen, dann war da nichts. Als du näher trittst, stellst du fest, dass Glühwürmchen sind. Freust dich über das unerwartete Spektakel. Aha, es ist Nacht geworden. Wo war... Wova ist russisch und ist der Kosename von Waldemar. Ist jetzt wieder deutlich dunkler, weil wir ja keine Taschenlampe mehr haben. So, und jetzt wird's Zeit, die Stücke zu wechseln. Weil ich jetzt nämlich vermehrt klettern muss. Wir kommen da gar nicht hin. Dir stockt der Atem. Vor dir auf dem Hang türmen sich bizarre Formen Eis- und Schneemassen. Direkt darunter stehen mehrere Zelte. Hier nur sein Lager aufgeschlagen. Du rufst, doch niemand antwortet. Nähere mich dem Lager. Prüfe den Hang. Setze meine Reise fort. Ich gehe zum ersten Zelt. Wie atemberaubend und wie unwirklich. Der Anblick der Eisstürme zieht dich in seinen Bann. Nur eine Sekunde bist du abgelenkt, als sich etwas am Kopf trifft. Du drückst deine flache Hand auf die schmerzende Stelle. Blut tropft auf den blütenweißen Schnee. Dein Kreislauf sagt ab, doch du schaffst es, die Blutung zu stoppen und den Schmerz zu lindern. Nach einer Weile kannst du weitergehen. Ja, super. Keine Ahnung, was es war, aber wir haben was draus gelernt. Minus 18 auf allen Feldern, das wäre praktisch gerade hier. Erhalte bei jedem Eventfeld Geisteskraft. Geht auch noch. Geringe Zeitkosten beim Bewegen. Auf allen Feldern. Zeitkosten und Energiekosten, gell?
Ja, aber Moment, was ist denn der Unterschied zwischen... Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ja, Energiekosten ist ja das da unten. Und Zeitkosten ist was? Ach so. Nee. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Nee, ernsthaft jetzt. Ach so, ja, das ist Zeit. Mann. Moment. So, Anomalie. Erhöhte Zeitkosten beim Klettern und Laufen. Okay, dann nehmen wir das mit dem Zeitkosten. Das nehmen wir. Man ist jetzt nur, ist es für 24 Stunden? Zeig mal her. Ja, es ist nur 24 Stunden, aber egal. Wir sind auch energiemäßig noch gut dabei. Wie kommt man eigentlich da? Nee, das machen wir nicht. Nee. Wir müssen auf den Gipfel. So, Kletterzeug habe ich noch. Also das Kletterstöckchen habe ich noch. Ein bisschen umgucken. Hier, da oben ist eine Höhle. Okay, wir gucken mal, dass wir ein bisschen rechts kommen. Also da ist, dieser normale Fels ist deutlich sicherer als Schnee oder Eis. Da kann nicht so viel passieren. Da gehe ich jetzt halt hier rum und nicht... So. So, da trifft mal jemand. Oder etwas. Du entdeckst eine große Satteltasche aus Leder, die auf dem Boden liegt. Daneben kannst du verblasste Hufabdrücke erkennen oder entdecken. In der Satteltasche findest du ein intaktes Zelt. Sehr schön. Ich hatte nämlich kein Zelt. So, jetzt habe ich ein Zelt. Und was habe ich hier? Ah, hier gibt es wieder, das ist wieder so ein Dingens, wo du einfach nur irgendwas plus kriegst ohne Abzüge. Da ist wieder ein Adler. Gibt mir Geisteskraft oder Wärme? Sag ich mal her. 76, 85, dann nehme ich Wärme. Ah, Junge, wir haben noch einen riesen Weg vor uns. Jesus. Okay. Du betrittst eine Höhle, trocken und windgeschützt. Allerdings vernimmst du einen strengen Geruch. Ach, das ist wieder mein Bruder. Ich guck mal, was er macht. Du folgst dem Geruch, kannst aber bis auf einige Fellbüschel und Knochen nichts finden. Dann gehöre ich zum Eingang zurück. Dann lege ich mich schlafen, aber nur kurz. Gerade so, dass es hell wird. So, da ralalala. Also, mein Plan ist, da runter zu gehen. Aber dann... Moment. So. Also, wir sind hier. Da runter. Könnte ich dann hier wieder hoch, darüber und da wieder hoch. Ja, das ist eine gute Idee. Da oben gibt es eine Schatzkiste und da ist eine Höhle, die interessiert mich nicht. Ne, wir machen erstmal... Wir gehen erstmal da runter. So. Was gibt's denn hier Feines? Unter einem Fallschirm erhebt sich ein großer rechteckiger Gegenstand. Du schiebst den löchrigen und fleckigen Stoff zur Seite und legst eine metallene Box frei. Darin Waren transportiert wurden. Ich finde Ausrüstung. Was finde ich denn? Oh, eine Mütze. Was macht die? Körpertemperatur. Ja, geil. Sehe ich auch fesch aus. Habe ich die Mütze jetzt eigentlich auch auf? Also die hätte jetzt eine gelbe Bombe. Ich muss jetzt einfach hier für die Wissenschaft... Nee, leider nicht. Schade. Das hätten sie machen können. Je nachdem, wie viel Ausrüstung das man findet, hätte es aber schon viel sein können. Aber hey, was ein Monster Hunter macht auch hier für jedes Rüstungsteil ein Dingens. So. Ich will darüber. Ziege! Du begegnest einer gewöhnlichen Bergziege. Sie knabbert an ein paar Kräutern. Ich nähere mich ihr freundlich. Die Ziege mäht freundlich und teilt ihre Kräuter mit dir. Dankeschön. Eine freundliche Ziege. Und ein Level-Up gab es auch noch gleich, weil ich so ein guter Ziegenfreund bin. Geringere Energiekosten auf steilem Terrain, also 2 plus Anstieg. Erhalte beim Aufwachen etwas mehr Energie, Körpertemperatur und Sauerstoff und das ist der Erfahrungsgewinn. 48 Stunden, Ende der Mission, Ende der Mission. Ich nehme das da. Weil wir haben viel zu klettern. Also so richtig viel quasi.
So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal die falsche Richtung, oder? Wo ist denn der Berg hin? So, ich muss da ein bisschen nach rechts. Die Höhle da hier, war die eben da schon? So, da hinten will ich irgendwie hin. Da will ich hin. Wie kriege ich das hin? Indem ich da hochgehe. Ja, so geht's nicht. Tatsächlich. Ich komme nur bis hier hin und da kann ich nicht weiter runter. Alter, diese Kamera. Ich könnte außen rumgehen. Aber... Ja, komm. Lass gut sein. So, du betrittst eine Höhle, sie ist trocken und windgeschützt. Tunnel, der in die Dunkelheit führt. Ich erkunde natürlich den Tunnel. Er ist natürlich dunkel. Ich trete natürlich in die Dunkelheit. Das kostet jetzt höchstwahrscheinlich... Aha, siehst du, nur ein paar XP, aber hat keine Zeit gekostet. Sehr gut. Soll ich mich ein bisschen schlafen legen? Nee, ich verlasse die Höhle. Oh, das wird schon ziemlich viel kosten, da hochzugehen. Habe ich ihn gerade an? Das ist schon mein Kletterzeug noch, ja. Pass auf, geh mal dahin. Und jetzt... Halt. Ja, nee, komm. Wir machen da weiter wie geheißen. Oh, Gletschersee. Vor dir erstreckt sich ein gefrorener Bergsee. Du setzt einen Schritt auf das Eis, um es zu prüfen. Es macht einen robusten Eindruck auf dich. Andererseits führt dich dein Weg einmal quer über den gesamten See, wenn du keine Zeit verlieren willst. Über den See? Das kostet halt 6 Stunden und ein bisschen Tempo. Ich gehe auf Nummer sicher. Also ich gehe nicht über den See. Du traust der Eisdecke nicht und auf ein Bad im Eiswasser hast du nicht die geringste Lust. Lieber gehst du einen Umweg. Genau. Lieber gehe ich einen Umweg. Ah, das ist die Ziege wieder. Du begegnest einer gewöhnlichen Bergziege. Sie steht hinter einem Stein und zeigt mit ihrem Haupt energisch in deine Laufrichtung. Will sie dich warnen? Ich versteck mich wieder hinterm Stein. Wenige Meter vor dir läuft eine große Raubkatze. Sie bemerkt weder dich noch die Ziege. Bäm. Danke, Ziege. So, und bevor ich jetzt hier im Kreis laufe, beende ich das mal hier. So. Okay. Wird hier dunkel. Guck mal, da unten ist so eine Sonne, wo es auch wieder viel XP oder sowas gibt. So, da oben gehen wir jetzt halt hin. So, was haben wir hier? Eine Feuerstelle. Oh, wir sind über 6000 Meter. Eine Feuerstelle, aber keine Seele weit und breit. Noch züngeln Flammen und widersetzen sich den eisigen Winden. Dem Feuer dabei zuzusehen, wie es um sein Überleben kämpft, hat eine meditative Wirkung auf dich. Du regenerierst Energie. So, hier geht's eh nicht weiter. Da unten ist auch noch was. Rentiert sich das, da runter zu gehen? Also, da müssen wir eh hingehen. Komm, wir gucken mal. So, wir sind zumindest mal wieder aus der Todeszone, das ist schon mal gut. Was das kosten würde? Und ne, das ist halt nicht unser Weg. Doch, eigentlich ist es genau unser Weg. Und was kostet es, da hinten hinzugehen? Aber da komme ich halt vom Weg ab. Nee, ich gehe dahin. Ja. Und da es dunkel ist, mache ich meinen Autopiloten rein. Und hoffe, dass er mich nicht zu sehr irgendwo umschickt, wo ich nicht hin will. Ich will halt noch nicht schlafen gehen. Einfach, weil wir noch so viel Energie und alles haben. Und jetzt schon schlafen noch gar nicht so wirklich. So. Du stehst am Eingang einer Eishöhle. Das Licht, das sich durch das dicke Eis kämpft, lässt die Wände in einem tiefen blauen Strahl und wirkt belebend auf dich. Oh geil, wieder ein Level-Up. Schön, den habe ich am liebsten.
Was gibt's denn? Weniger Nachteile beim Schlafen ohne Zelt. Geringere Zeitkosten. Und hier nochmal Erfahrungsgewinn. Das haben wir schon. Das hätten wir dann auf Level 2. Das Ding ist, wenn es weniger Zeitkosten sind, dann gehen aber auch die Nächte nicht so schnell rum, ne? Ich gehe mal auf Erfahrungsgewinn. So. Guck mal, ich könnte da hochgehen. Aber wäre ich da nicht komplett falsch? Nee. Nee, wäre ich nicht. Gut, dann gehe ich da hoch. Sorry, es ist dunkel, da sehe ich nichts. So, Moment. Bleib mal kurz stehen. Weil wir haben nämlich den Bergaxt und wir bräuchten den da, der ist besser. So. Weil wir nur so kleine Einser-Dinger machen. Oh, da ist schon wieder eine Leiche. Grau und kalt mal wieder. Mal wieder gründlich untersuchen. Gründlich untersuchen. Thermosflasche mit Tee. Nehmen wir mit. Nö, die will ich da haben und das Zelt will ich da oben haben. So. Guck mal, ich könnte da ganz außen... Ja, aber das ist eigentlich doof. Komm, wir machen hier eine Rast. Ein kleines Päuschen könnte man machen. Da ist schon wieder mein Bruder. Ein strenger Geruch. Du folgst dem Geruch und hörst ein Knurren. Angst steigt in dir auf. Bevor du reagieren kannst, beißt dich etwas ins Bein. Fluchend und unter Schmerzen fließt du aus der Höhe. Ja, wenigstens habe ich Erfahrung gekriegt. Ich sag doch, doof darfst du sein, aber musst was draus lernen. Hier hätten wir warme Gedanken, Sauerstoffgewinn und spare Energie. Sauerstoff habe ich im Moment noch nicht so Probleme, aber wir müssen halt noch auch auf den Berg drauf. Mit Wärme haben wir eigentlich... Komm, das nehmen wir. Ja, es ist beim Benutzen von einem Gegenstand, okay. Wir benutzen jetzt nicht so viel Gegenstände. Aber egal. So, guck mal, das sind 2 Sonnen direkt nebeneinander. Auf einem Felsen hockt regungslos ein Fremder. Seinen nackten Oberkörper zieren zahlreiche Tätowierungen. Fremdartige Muster und Symbole, wie sie vor allem die spirituellen Anführer des hiesigen Naturvolks tragen. Es ist bitterkalt und du fragst dich, ob der Fremde erfroren ist. Ich spreche den nicht an. Den habe ich letztens angesprochen und dann war er böse und ist abgehauen. Oh, da bin ich wieder bei 6000 Meter, gell? Die Luft wird immer dünner, dein Atem wird schwer, du hast die Todeszone betreten. Du hältst einen Moment inne, um dich auf den harten Weg zum Gipfel einzustellen. Geringere Energiekosten für kurze Zeit oder ich werde es langsam angehen. Geringerer Sauerstoffverlust. Ey, wieso habe ich denn Wunden? Sehe ich eben erst. Bevor ich aufsteige, versorge ich meine Wunden. So. So. Jetzt sind wir hier. Hier sind wir dann wieder gleich unten. Guck. So, was haben wir denn hier Feines? Du entdeckst einen Baum. Wie er auf dieser Höhe überleben kann, weißt du nicht. Aber der Anblick spendet dir Trost. Also hier. XP-mäßig geht hier voll was. Das muss man schon sagen, ne? So, ich gehe jetzt erstmal da hoch. Das nehmen wir noch mit. Ja. Will ich mal nicht so dran. Du lehnst dich an eine Felswand. Eine Melodie dringt an dein Ohr. Leise und zart und wunderschön. Für einen Augenblick schließt du die Augen, atmest tief und gleichmäßig. Du lauschst weiter. Die Musik kommt aus dem Inneren des Bergs. Vielleicht eine weitere Hinterlassenschaft der Besatzungsmächte? Oder etwas noch Mysteriöseres? Doch egal was es ist, es zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen. Und noch ein Level-Up. Ey, also Level-Ups kriegen wir hier. Holla die Waldfee. So, was haben wir denn jetzt? Erhalte beim Aufwachen mehr Energie. Ignoriert gefährliches Terrain. Oh, das ist natürlich krass. Das nehmen wir. Das dürfte jetzt auf Level 2 sein, oder? Nee, erst auf Level 1. Ah, doch, da. Wir haben es schon auf Level 2. So, bevor wir jetzt halt hier weitergehen, gucken wir uns natürlich immer noch ein bisschen richtig um. Oh, guck mal. Oh. Ich will das nochmal sehen.
So, Moment, ich muss F12 drücken. Schön mal, gleich mal einen Screenshot gemacht. Doch Screenshot, oder? So. Ja, komm, wir gehen da. Machen wir. Da unten gibt es irgendwas zu labern. Und da hinten ist auch eine... Oha. Eine lange Gletscherspalte blockiert einen Weg. Es gibt eine schmale Stelle, an der du hinübergehen könntest. Das kostet... Na, komm, wir probieren es, oder? Ich spring rüber. Du landest sicher auf der anderen Seite. Bam. Bin ich gut, oder was? So, guck. Ah, ein Bernardiner. Hinter dir hörst du ein Bellen. Du drehst dich um. Ein Bernardiner kommt mit hechelnder Zunge auf dich zugelaufen und nimmt vor dir Platz. Auf seinem Rücken trägt er ein Geschirr mit einer Tasche. Ich schaue in der Tasche nach. Hoffentlich gibt's Schnaps. Der Hund wartet geduldig, bis du seine Tasche durchsucht hast. Du findest Ausrüstung. Schwere Stiefel. Haben wir die nicht schon? Nee, wir haben noch gar keine Stiefel. Krass. Und noch eine Thermoskanne. Sehr schön. So, und es ist wieder hell. Das ist schon mal sehr gut. Oben gäbe es noch etwas, aber da komme ich nicht so... Was ein Umweg. Nein, das machen wir nicht. Wir müssen da immer noch hoch. Den da nehmen wir mit. Das ist in Ordnung. Und dann gehen wir rüber in die Höhle und gehen pennen. Diesmal pennen wir lang. Ach, ist wieder eine Antenne. Eine umgestürzte Antenne. Ich bleibe und sehe mich um. Ich gehe einen Umweg... 425 XP, 396 XP. Ich sehe mich mal um. Du bist dir sicher, dass die Antenne aus Besatzungszeiten stammt? Vielleicht eine Art Richtfunkstation, aber wozu brauchte man sie? Grübelnd machst du dich wieder auf den Weg. Oh, das gab viele XP. So, und jetzt gehen wir da ganz gechillt darüber. Und dann gehen wir erstmal eine Runde pennen. Außer es gibt in der Höhle noch was zu entdecken. Schon nach ein paar Metern spürst du einen eisigen Windhauch im Gesicht. Es scheint aus dem Innern der Höhle zu kommen. Gehen wir natürlich gucken. Unzählige, Stalaktiten hängen an der Decke und versperren dir den Weg. Da fällt dann wieder einer runter und in letzter Sekunde kann ich ausweichen. Neben mir liegt ein Leichnam gespickt mit Stalaktiten. Der hat es nicht überlebt. So, was haben wir denn hier? Steigeisen. Was machen die? 25% weniger Energiekosten auf Eis. Ja, komm, mitnehmen tun wir sie. Wegschmeißen können wir sie ja immer noch. So, und dann lege ich mich schlafen. Aber diesmal lang. Und dann muss ich mich mal ein bisschen um meine Körpertemperatur kümmern. So, jetzt ist natürlich wieder dunkel. Level Up. Stark erhöhter Erfahrungsgewinn. Geringere Zeitkosten beim Bewegen. Mehr Körpertemperatur beim Laufen. Äh, 75% Erfahrung. Ich mach doch das. Komm, ich gehe jetzt hier volle Möhre. Guck mal hier. Berg erkunden. 2. Da oben. So. Also hier, ich gehe jetzt mal voll auf Erfahrungsgewinn. So. Das Praktische am Dunkeln ist, dass man besser diese Dinger da sieht. So. Lass erstmal darüber gehen. Moment. Darüber habe ich gesagt. So. Weil, jetzt werden wir nämlich die Steigeisen dran machen. Hallo, ich habe gesagt, du sollst stoppen. Mann, ey. Energiekosten auf Eis. Ist das da Eis? Nee. Das ist noch kein Eis, glaube ich. Das ist Felsen mit Schnee. Aber wir können jetzt das da wieder mit dem da austauschen, ne? Weil jetzt haben wir wieder große Höhenmeter, die wir zurücklegen müssen. Und da rentiert sich das besser. Ach ja, ich wollte ja mit der Thermoskanne was trinken, gell? Du begegnest einem Bergsteiger, der apathisch auf dem kalten Untergrund sitzt. Er scheint dich nicht zu bemerken. Ich motiviere den Bergsteiger zum Aufstehen. Ja, aber sowas von. Der Bergsteiger bleibt sitzen und lässt sich nicht bewegen. Shit, meine Energie ist gesunken. Jetzt brauche ich aber hier, jetzt muss ich mich selbst aufwärmen hier. Komm, trink mal gleich noch einen hinterher. Den Schreck.
So. Oben gibt's ein Schätzelein. Vogelnest. Ah, gleich mal noch eine Thermosflasche gefunden. Ja, geil. Das hat sich rentiert, dass ich gerade 2 getrunken habe. So. Also da muss ich hoch, aber ein kleiner Umweg wird es doch wohl erlaubt sein, oder? Perfekt. So. Du entdeckst schon wieder? Ja, komm, von dem haben wir genug. Sanity haben wir diesmal genug. Krieg schon wieder eine Mütze. Oh, das ist Gesundheitsverlust in Events. Und das hier macht Körpertemperatur. Nee, also ja, nehmen wir mit. Dankeschön. Aber, so. Die Körpertemperatur ist deutlich niedriger im Moment als meine Gesundheit, Gedönse, sowas. Deshalb lassen wir das so. Erhalte deutlich mehr Körpertemperatur beim Laufen, aber auf Kosten von erhöhtem Energieverbrauch. Na, das nehme ich. So. Bis ans Limit 2. Sehr schön. Okay, da komme ich nur hin, indem ich so rumgehe. Warte. Da gehe ich jetzt halt hoch. Dann gehe ich von da darüber. Es geht halt deutlich einfacher. Und, ah ja, Nordlichter, was für ein Anblick. So. Und jetzt gehe ich da runter. Die Schatzkiste. Anders wäre ich jetzt da ein steiles Ding hochgeklettert. Das ist ja totaler Quatsch, weißt du. So. Stößt auf Überreste einer Mauer. Eine steinerne, stark verwitterter Wolfskopf. Ein Wolfskopf starrt mich aus leblosen Augen an. Ich sehe keinen Wolfskopf. Bleib und untersuche das Relikt. Ja, komm, mach mal. Die filigrane Handwerksarbeit erstaunt dich, wie alt der Wolfskopf sein mag. So viel ist klar. Einst lebten hier Menschen und errichteten beeindruckende Bauwerke. Aber was war das für eine Zivilisation? Und wieso hast du nie was von ihr gehört? Während du über die vielen offenen Fragen sinnierst, wandert dein Blick zu einer kleinen Truhe. Darin findest du Proviant. So. Werde ich übrigens gleich verspeisen. Also. So. Genau, dachte ich mir doch, dass da was war. Aha. Der Schnee unter deinen Füßen gibt nach. Du fällst aber nicht lang. Du landest am Boden einer flachen, eingeschneiten Gletscherspalte. Das hat mich ordentlich Wärme gekostet. So, wie komme ich denn da hinten hin? So. Und um so hinzukommen, nehme ich hier mein Wanderstücklein. Guck mal, der Unterschied ist schon krass, oder? Weißt du? So. Na, obwohl, das geht noch. Aber... ja, ist ja auch egal. So, zack. Gut, dann machen wir das so. Wenn ich ankomme, trinke ich wieder einen Tee oder sowas. So. Ist wieder hell. Ach, ist wieder ein Steinadler. Was gibt's? Wärme. So, hier geht's eh nicht weiter. Außer ich will... oh, ich bin schon so nah am Berg. Krass, okay. Pass auf. Wir nutzen jetzt mal unser Zelt. So. Und schlafen da jetzt lange. Sauerstoff, wie Sau. Scheiße. Ich habe keinen Sauerstoff. Ah, deshalb braucht verdammt viel Sauerstoff. Aber so richtig viel Sauerstoff. Und wir haben keinen Sauerstoff. Gleich wieder Nacht. So. Also, wir sind auf der Bergspitze angelangt, immerhin.
Du hast es bis in die Gegend geschafft, in der sich der Wissenschaftler aufhalten soll, sogar auf den Gipfel, aber weit und breit ist nichts von ihm zu sehen. Ob sich die junge Frau das alles nur ausgedacht hat? Aber warum sollte sie? Als du kurz innehältst, um zu verschnaufen, bemerkst du eine gebrauchte Sauerstoffflasche. Dahinter Fußabdrücke, die in die entgegengesetzte Richtung führen, aus der du gekommen bist. Du schöpfst wieder Hoffnung. Guck mal, wenigstens... Aber Sauerstoffflasche kriege ich nicht. Ah, ich muss da runter. Okay. Alles klar. Okay, soweit so klar, ne? Wieder runter. Das war mir vorher schon bewusst. Wir machen jetzt mal hier Trick 17. Okay, hier führt ein Weg runter. Gibt's hier noch irgendwelche? Nee. Gibt's hier noch irgendwo? Ah, da unten. Ich muss gucken, dass ich irgendwie noch ein paar Sachen einsammle oder so. Und es gibt hier leider nicht mehr viele Sachen zum Sammeln. Das ist das Problem hier. Oh, ich habe ein Level-Up. Du stehst vor einem Strauch, dessen Geäst mit Spinnweben überzogen ist. Als du dir das näher ansiehst, erkennst du aus den Augenwinkeln, wie mehrere Spinnen in einem Bodenloch verschwinden. Du bückst dich. Etwas scheint in diesem Loch zu stecken. Da gucke ich natürlich ins Bodenloch. Spinnen krabbeln über deine Hände, aber sie tun dir nichts. Deine Finger ertasten einen Stoffbeutel. Darin findest du Vorräte. Was ist das? Gesundheit und Körpertemperatur. Geil. So, bestätigen. Ich habe wieder ein Level-Up und weiß nichts davon. Körpertemperatur beim Benutzen von einem Gegenstand. Zelt haben wir mal, das lassen wir auch weg. Nehmen wir das da. So. Da hinten mussten wir irgendwo hin, gell? Ach, guck mal. Soll ich so runtergehen? Also zuallererst mal, Also Moment, ich gehe erstmal hier hin. Danach... Ne, ich muss gleich wieder klettern. Ja, ich habe noch das Kletterding an. Sehr gut. Oh, warte mal. Fällt mir eben gerade erst auf. Energiekosten auf Stein, Energiekosten auf Eis. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber Moment, im Moment bin ich noch auf Eis. Komm, wir ziehen sie mal an. Schlecht sein kann es mal nicht. So. Das sieht nicht gut aus. Nach zu klettern hier. Was willst du machen? Da muss man durch als Lurch. Da oben ist eine Höhle. Da gehe ich jetzt hin. Da schaffe ich es noch hin ohne Probleme. Derzeit gucke ich mich noch ein bisschen um hier. Ist aber auch... Doch, da hinten ist noch was, aber es ist weit ab vom Schuss. Ich guck mal, wenn ich da oben bin. Du erreichst eine Schlucht, über die ein Seil gespannt ist. Wer es wohl hinterlassen hat? Und kannst du es riskieren, es zu benutzen? Ich hangle mich über die Schlucht. Der Wind schaukelt dich hin und her, während du das Seil mit Armen und Beinen fest umschlungen hältst. Du spürst, wie deine Arme müder werden. Doch du ziehst dich weiter über die Schlucht, Stück für Stück. Endlich erreichst du die andere Seite. Eine Erleichterung ist groß. Oh ja. Ich komme gar nicht anders hin, weißt du. Ich dachte, vielleicht kann ich doch, natürlich. So. Und dann so. Was machen wir? Ja, ich muss ja eh da hoch, ne? Höchstwahrscheinlich. Achso, vielleicht muss ich gar nicht hoch. Egal, dann machen wir das besser so. Dann kriege ich da unten wenigstens noch ein bisschen... Ich hoffe, dass ich ein bisschen Sauerstoff oder sowas kriege.
Was war da oben? Ach, da oben war die Höhle. Hier ist was Blaues. So. Du schaust in den sternklaren Himmel, als plötzlich eine Sternschnuppe vorbeizieht. Schnell wünschst du dir Energie. So. Also wir könnten jetzt da wieder hochschlappen, aber das ist ja Quatsch. Energie ist soweit noch in Ordnung. Komme ich da unten so hin? Ja, komme ich. Jetzt mal kurz hingucken. Da hinten ist auch eine Höhle. Nee, das machen wir. Wir gehen da jetzt halt so direkt hin. Hab hier noch meine Eisschüchen an. Ist das eigentlich wohl? Ich habe hier noch meine Eisschuhe an. Machen wir kurz Pause. So, dann gucken wir uns hier mal um. Was ist denn das da hinten? Eine Höhle und eine Schatzkiste. Ja, nee. Nee. Ich bleib hier bei meiner Idee. Bin ich auch da ein bisschen unter dem Todespunkt. Jetzt wieder nicht mehr. So, also unser größtes Problem derzeit ist noch der Sauerstoff. Erschöpft legst du den Kopf in den Nacken, dir stockt der Atem, deine Pupillen weiten sich. Über dir fliegt ein Komet und zieht einen kilometerlangen, hell leuchtenden Schweif hinter sich her. Welch ein Spektakel. Schon wieder ein Level up. Abhärten. Ignoriert gefährliches Terrain. Intensive Bewegungen. Da, den nehmen wir wieder. Da können wir sicherer klettern. Das ist eigentlich deutlich praktischer. So, ein Schrein. Vor einer windschiefen Hütte sitzt eine alte Frau. Ihr zahnloses Gesicht lächelt dich freundlich an. Mit Handzeichen lädt sie dich ein, Platz zu nehmen und dich auszuruhen. Du tust, wie sie sagt, und regenerierst. Gesundheit hätte ich gerne. Ach nee, Gesundheit brauchen wir nicht. Dann hätte ich gern Wärme. Ist auch in Ordnung. Wir haben unser Ziel irgendwie aus den Augen verloren, habe ich so das Gefühl. Nee, da drüben ist es. Okay. Wir werden gleich eine Runde pennen gehen. Und dann mal gucken. Also ich würde gerne darüber gehen. Nee, ich gehe zuerst pennen. So, wir haben ja Zelt haben wir genug. Und wir schlafen auch lange. Ah, der Sauerstoff. Shit, wir müssen tiefer. Der Sauerstoff, ey. Ah, shit. Nicht gut. Wir müssen eigentlich nur ein Feld runter. Sehe ich das richtig? So. Jetzt sind wir... Ja, fast. Noch ein Feld runter. Jetzt sind wir unter der Dingensmarke, oder? Ja, Todeszone verlassen. So. Wie komme ich denn da unten hin? So. Schneesturm sieht man aber auch fast nichts. Was ist das da unten? Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und dann sehen wir weiter. So. Hier kann man irgendwas regenerieren. Da ist wieder ein Baum. Wendet mir Trost. Da unten ist ein Brezel. Ach nee, das sah nur aus wie ein Brezel. Da könnte ich noch hinkommen. Und an das Brezel da unten auch. Ich könnte aber auch zuerst ans Brezel gehen. Dann regenerieren wir ein bisschen Sauerstoff. Ah, ich weiß, dass das kein Brezel ist. Das sieht aber ein bisschen aus wie ein Brezel. Das ist halt was zu essen. Ist doch schön. So. Während du an einer mächtigen Gletscherspalte vorbeiläufst, hörst du leise Hilferufe. Ein Blick in den Abgrund offenbart einen verunglückten Bergsteiger am Grunde der Spalte. Ich steige hinab, um ihn zu retten. Natürlich gehe ich hinab. Nach einigen Metern löst sich der Vorsprung, indem du entlang kletterst.
fällst ein Stück, bevor du dich fangen kannst. Die Schreie des Bergsteigers unter dir sind verstummt. Dir bleibt nichts anderes übrig, als wieder hinaufzuklettern. Kacke, jetzt hat es mir auch noch Energie gekostet. Boah, ich gehe jetzt da weiter. Und dann gehe ich hier pennen. Ja. Augen fallen zu. Läuft Blut aus der Nase. Das ist nicht gut. Ja, ich hab's verstanden. So. Ich leg mich schlafen. Lange. Ich brauche unbedingt Energie. Und Sauerstoff kriege ich auch wieder. Das ist sehr, sehr gut. So, und es wird wieder hell. So. Das nehmen wir natürlich noch mit. Du marschierst über eine schneebedeckte Ebene, als du mit deinen Stiefeln etwas Länglichem hängen bleibst. Das ist bei uns nicht schlecht. Ein dickes schwarzes Kabel. Warum ist es hier und wohin führt es? Soll ich mal an dem Kabel ziehen? Naja, ich folge dem Kabel. Das gibt nämlich Sauerstoff dazu. Das Kabel führt dich zu einer kleinen Schlucht. Dort verläuft es steil abwärts und verschwindet schließlich in einem Haufen Geröll. Alles deutet auf einen Erdrutsch hin. Ob es sich lohnt, herabzuklettern und nachzusehen? Ja komm, jetzt haben wir genug. Das letzte Mal haben wir irgendwie nichts gefunden. Mit deiner Fußspitze ertastest du einen Vorsprung. Das Gestein scheint zu halten. Erst als du dein Gewicht verlagerst, löst sich ein großer Brocken und schlägt krachend auf den Boden ein. Nur durch einen beherzten Sprung verhinderst du, dass du mitgerissen wirst. Deine Beine und Hände zittern. Nein, die Aktion ist zu riskant. Besser, du konzentrierst dich auf deine eigentliche Aufgabe. Junge, das habe ich letztens schon gehabt, genau das. Was haben wir denn eigentlich noch? Sauerstoff und warme Gedanken. Wir haben keine XP-Gedönse mehr. So, wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Da hinten müssen wir hin. Das heißt, wir müssen da runter. Da runter und dann... Komme ich da hoch? Da hinten? Ja. Hierum gibt es halt noch Zeugs, aber das ist es nicht wert. So. Ich muss da runter. Habe ich meine Kletterzeug an? Ich brauche meine normalen Schuhe wieder. Wir haben hier fast kein Eis mehr. Und ja, das Ding habe ich noch gut. Also, wir müssen dahin. Dann machen wir das mal, ne? Und von da aus, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch und dann mal gucken. Und dann mal gucken, sagte er. So, was haben wir denn hier? Ereigniswissen Energie. Verringert Energiekosten bei Events. Erhöht Erfahrungsgewinn bei Events. Und erhöhte Energie. Oh oh. Vor dir fällt das Gelände steil ab. Es ist komplett bedeckt mit Geröllplatten und Felsbrocken. Übers Geröll klettern. Kehrt machen und einen Umweg suchen. Das ist besser. Dauert ein bisschen länger, ja, dann wird's Nacht. Aber wir kriegen dann Sauerstoff zurück. Und es kostet nur ein bisschen Temperatur. So. Ein flaches Gebäude erregt deine Aufmerksamkeit. Es ist gut in die Landschaft eingebunden, sodass du es beinahe übersehen hättest. Die Bauweise ist modern und schlicht. Ob die mysteriösen Besatzer es hinterlassen haben? Als du dich dem Eingang näherst, hörst du von innen ein Fauchen. Ich gehe natürlich rein, ich bin ja mutig. Du schleichst durch den schmalen Eingang. Dahinter liegt ein Raum, dessen Ausmaße dich überraschen. Für Außenstehende verborgen ragt er tief in den Berg hinein. Du schaust dich um. Monitore sind an einer Wand montiert. Daneben findest du Gebirgskarten mit zahlreichen Markierungen und technische Baupläne von Antennen. Du hörst wieder ein Fauchen. Lautlos bewegst du dich zum Ausgang. Auf dem Weg dahin sammelst du aber noch ein paar Vorräte ein. Zelt gefunden. Das kann ich sogar noch benutzen. Sehr schön. So. Dann würde ich mal sagen, ich benutze hier gleich ein Zelt. Das da. Und schlaf, aber nur kurz. Einfach, damit das Zelt dann auch weg ist und wir wieder Platz haben und noch ein bisschen Energie zurückrücken. Das ist doch eine feine Sache. So. Also, mein Plan war ja, da hinauf zu gehen. Ah, doch, daneben geht's weiter. Oder? Kann ich auch hier weitergehen? Ja, siehst du, nee. Da führt nirgends hin. Das führt nirgends hin. Warum? Guck mal, wir haben es fast geschafft.
Da drauf. Da drauf. Da drauf. So, jetzt ziehen wir uns das da wieder an. Weil wir jetzt nämlich auf Eis unterwegs sind und jetzt pass auf. Also hier sind wir am Ziel, aber guck mal, da ist noch viel zu entdecken. Wir gehen natürlich... Das schaffen wir, ne? Das schaffen wir. Ich will jetzt erstmal so im Umkreis noch ein bisschen gucken. So, erstmal Kamera drehen. Ist da noch was? Guck mal, da oben waren wir. Oh. Satteltasche aus Leder mit Hufabdrücken. Im Schnee. Kräuter. Ja, geil. Kräuter nehme ich mit. Bestätigen. So. Ja. Ah, ich glaube, da komme ich nicht rüber, oder? Ah, doch. Ja, komm, jetzt tu mal hier aber alles abgraden. Hey, ich hoffe jetzt auch wirklich... Moment. Erreiche Zielort. Senke. Es knirscht unter deinen Stiefeln, als du über eine schneebedeckte Ebene läufst. Plötzlich gibt der Boden unter dir nach. Du versinkst bis zum Hals im Schnee, kannst dich kaum noch bewegen. Deine Arme sind noch frei. Ich ziehe mich heraus. Nee, das kostet halt Zeit, aber... Ja, komm. Passt. Okay, das hatten wir schon. Ah, das hat auch nicht Temperatur gekostet, aber naja. Jetzt ist es halt schon dunkel. Aber da oben ist nämlich eine Höhle, da kann ich dann in Ruhe pennen. So, hier ist wieder Tauschhandel, guck. Gucken, vielleicht will er ja ein Zelt, das braucht man nicht mehr. Okay. Tauschhandel. Ich wähle. Also, was gibt's? Sauerstoffflasche. Ich will was anderes, ja. Was muss ich geben? Ein Zelt, tatsächlich. Warme Stiefel. Körpertemperatur. So, jetzt haben wir nämlich ordentlich Platz gekriegt. Und jetzt gehen wir da hoch. Und pennen da jetzt. So. Also das hier ist gerade die Kühe, ne? Wir sind ja quasi schon am Ziel, ne? Ah ja, da ist wieder das Geräusch. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass wir nicht weit kommen, weil es dunkel ist. Und wir verlaufen uns jetzt in der Höhle. Und jetzt finden wir irgendwie wieder zurück. So, aber wir kriegen... XP und eine Sauerstoffflasche. Cool. Brauchen wir jetzt halt nimmer, aber die XP nehme ich natürlich mit. So, dann legen wir uns schlafen. Lange bitte. So. Ich bin immer noch müde. So, da oben müssen wir hin. Hat auch wieder einen kleinen Umweg hier. So. Da ist wieder ein Bernardiner. Cool. Was hat er denn dabei heute? Oh, 2 Sachen sogar gleich. Junge, sind wir voll gepackt mit tollen Sachen. Ach, schön. Da ist eine Höhle. Da unten ist auch noch irgendwas. Ja, komm, die Höhle nehmen wir natürlich noch mit. Eisstiefel habe ich, glaube ich, noch an. So. Was haben wir denn hier Feines? Du betrittst eine Höhle. Warmer Windhauch. Dann folge ich mal. Das ist bestimmt mein Bruder, der Blähungen hat. Unzählige Stalaktiten. Ah, ja. Guck, da fällt wieder ein Stalaktit runter. Aber ich bin gut und ich weiche aus. Und ich finde... Jungen Kletterhaken. Okay. Können wir jetzt auch nicht mehr gebrauchen. So, ich leg mich... Nein, ich leg mich nicht schlafen. Quatsch. Ich verlasse die Höhle natürlich. Ich verlasse die Höhle. Und ein Level-Up nehme ich mit. Erhalte mehr Körpertemperatur beim Laufen. Ah, das kann man jetzt gerade gebrauchen. So. Was ist denn... Muss ich da hin? Ja, komm, dann nehmen wir das auch noch mit. Da haben wir aber wirklich bald alles abgegrast hier. Jungs, das zieht sich jetzt ein bisschen hier. Macht aber gar nichts. Oh, daneben ist auch noch eins. Ja, von da kommen wir da auch hin. Ey, wir werden so... in den Hintern geliebt vom Spiel, wenn das sagt, du bist noch nicht fertig, jetzt musst du nochmal auf den Berg hoch. Weißt du so? Du findest nur
ein Zettel, wo steht, ich bin doch oben auf dem Berg. Und hier zeichnen sich die Umrisse kreisförmig angeordneter Monolithen ab. Einige sind umgestürzt und zerbrochen. Eine alte Ritualstätte. Ich bleibe und untersuche den Ort. Ja, ich habe genug. Wärme habe ich genug. Stumme Zeugen einer alten und untergegangenen Kultur. Ob die Natur ihnen so zugesetzt hat? Oder wurden sie von Menschenhand zerstört? Irgendwann wird etwas Neues aus den Ruinen auferstehen. So ist der Kreislauf des Lebens. Schon willst du weiterziehen, als du etwas unter einem der Monolithen zu erkennen glaubst. Du gehst näher heran und entdeckst Vorräte. Aha. Okay. Nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir das mit. So, jetzt pass auf. Habe ich gesehen. Da. Den nehmen wir noch mit. Aber dann haben wir, glaube ich, hier alles abgegrast. Dann ist aber auch genug. Glaube ich. So, das ist wahrscheinlich ein Adler, oder? Nee. Sternschnuppe. Ich wünsche mir Geisteskraft. Die geht ein bisschen zur Neige. Ja, ich wünsche mir Geisteskraft, stimmt. So, das reicht jetzt aber. Da wollen wir hin. So, komm, wir zoomen wieder rauf, dass wir ein bisschen was sehen von unserem Männlein. Da läuft sie. Hinter Felstinnen erblickst du ein Zelt. Es sieht intakt aus. Leise pirschst du dich heran und spähst hinein. In einem Schlafsack eingemummelt liegt ein fremder Mann. Daneben ein Klemmbrett mit Notizen zu Strahlenwerten. Das muss der Wissenschaftler sein. Als du dich bemerkbar machst, bittet dich der Fremde hinein. Ohne um den heißen Brei zu reden, erzählst du ihm von der Zeitschleife und deinen abenteuerlichen Erlebnissen. Zu deiner Überraschung lässt er dich in Ruhe ausreden und erklärt dich auch nicht für verrückt, als du ihm anbietest, mit dir zu kommen. Als du schließlich bemerkst, dass in seinem Notizbuch etwas über elektromagnetische Knotenpunkte steht, lächelt er dich verständnisvoll an. In dem Moment, als ihr aufbrechen wollt, ertönt ein schrilles Pfeifen. Der grüne Stein deines Amuletts beginnt zu vibrieren. Gleißendes Licht verschluckt euch. Kommen wir jetzt einfach zurück? Oh, das ist ja mal schön. Ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, dass wir jetzt noch irgendwo an einen Punkt müssen. Alter, guck mal hier. Mal ordentlich Punkte gemacht, glaube ich. Junge, das hört gar nicht mehr auf hier. So, also das gibt ein Level Up. Das gibt ein Level Up. Das gibt kein Level Up. Das gibt knapp ein Level Up. Das... Weiß nicht, das könnte eins geben, oder? Ja, schön. Ui, das gibt mehrere Level Ups. Schön, 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 schön. Guck mal, es geht vorwärts hier mit uns. Also das auf XP gehen, das war richtig, richtig praktisch hier. Steht hier irgendwo, wie viel XP das wir gefarmt haben? Unverbrauchte Gegenstände, 10 Stück, krass, ey. Missionsbelohnung, Stufenaufstiege. Stunden bei Nacht, Stunden in der Todeszone, war gar nicht so viel, ne? War deutlich schlechter vorgekommen, deutlich mehr vorgekommen. So. Also, jetzt sind wir zurück und jetzt haben wir einen neuen Wissen. Jetzt haben wir da viel Neues, guck. Ah, jetzt kommt wieder Gelaber. Wie kann das sein? Vor einer Sekunde warst du noch im Gebirge und jetzt bist du wieder in dieser seltsamen Station. Auch die mysteriöse Fremde ist da, als hätte sie auf dich gewartet. Der Stein bringt dich hierher, sobald das Pfeifen ertönt und die Zeit zurückgesetzt wird. Ich denke, er kehrt einfach nur zu seinem Ursprungsort zurück. Ach, der Stein. Du musst wissen, wir befinden uns in einer ehemaligen Forschungsstation, wo mit Gammablitzen experimentiert wurde. Man wollte wohl ein gigantisches elektromagnetisches Kraftfeld erzeugen. Die gesamte Insel war quasi Sperrgebiet. Kaum jemand wusste von ihrer Existenz. Doch etwas ging schief. Ein Störfall oder so. Plötzlich hat sich Bruce Banner in den Hulk verwandelt. Die freigesetzte elektromagnetische Strahlung führt im gesamten Gebirge zu zahlreichen Anomalien, die schlussendlich die Zeitschleife ausgelöst haben müssen. Nur in der Station bewegt sich die Zeit normal. Vielleicht, weil hier der Ursprung war? Keine Ahnung. Im Raum nebenan habe ich jedenfalls den leuchtenden Stein gefunden. Er ist alles, was von den Experimenten übrig geblieben ist. Ich fürchte, ich kann dir keine besseren Erklärungen geben. Mir ist vieles ebenso schleierhaft wie dir. Eine Sache ist mir jedoch klar geworden. Der Stein reagiert auf die Strahlung. Ohne ihn werden wir es nicht schaffen. Bitte mach mit den Vorbereitungen weiter, damit wir hier irgendwann rauskommen. Was essen die eigentlich? Ich bin übrigens sehr froh, dass du Verstärkung mitgebracht hast. Gut. Und dann auch noch einen echten Experten. Bestimmt können wir viel voneinander lernen, wenn wir zusammenarbeiten. Wir müssen zu einer echten Einheit werden. Okidoki. So, Team-Upgrades erstmal gucken. Teamwissen Eis. Die Steine schützt bei Gefahren-Events auf bestimmten Terrain.
Resistenz gegen die Nacht, Resistenz gegen die Todeszone, kaltes Wetter und Stürme. Hier haben wir nichts. Also hier, wir haben... Okay, jeweils 20 Punkte, die wir verteilen können. Da würde ich natürlich mal sagen, hier gegen Todeszone und gegen die Nacht. Weil Todeszone und Nacht kommt auf jeden Fall. Kaltes Wetter und so, kann kommen, muss nicht. So, was haben wir hier? Eis, Schnee, Stein und Gefahren. Verbesserter Schutz bei Gefahren-Events auf bestimmten Terrain. Kommt, dann machen wir gleich 20. Also, ernsthaft jetzt, dann machen wir gleich volle Power, alles rein. So. Dann haben wir hier das Inventar. Krass. Ist das das Zeug, was wir mitgebracht haben? Nee, das kann nicht sein, oder? Kapazität hat sich wieder vergrößert, ne? 50, 60, jetzt haben wir 20 mehr noch. Aha, Steigeisen, Fellhandschuhe, Kletterhandschuhe, Taschenlampe, schwere Stiefel, warme Stiefel, Mondkräuter, Sauerstoffflasche. So, also, war vielleicht doch nicht so die doofe Idee, diese beiden Stöcke mitzunehmen, so. Hab ich dann festgestellt. Aber okay. Ja, wir lassen das jetzt erstmal. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin will. Ich will zu gar keiner Mission erstmal. Ich will erstmal gucken. Ach, guck mal, den müssen wir erst noch freischalten. Den Wissenschaftler oder wie? Also das hier bezieht sich jetzt nur auf die Abenteurerin. Ist das richtig? Richtig. Was ist das? Ach so, jeder hat seinen eigenen. Ach so. Ich dachte, das bezieht sich auf ihn und das auf ihn und das wusste ich nicht. Ach so, jetzt müssen wir natürlich... Oh, das ist natürlich fies, ne? Also ich habe 400 Punkte, die ich verteilen kann mit ihr. Rot ist die Abenteurerin. Ah, blau ist der Wissenschaftler. Ich verstehe so langsam, was das hier... Nomade, erhalte etwas Geisteskraft beim Benutzen eines Gegenstands. Kriegt man Geisteskraft zurück? 10 Energie. Effektivität von Tee und Kräutern. Konservendose und Sauerstoffflaschen, das sieht jetzt interessant an. Das hier Basiswerte halt wieder. Aber hier nur Geisteskraft? Das ist rein die Energie. Und das hier ist die Geisteskraft. Also der ist vor allen Dingen Geisteswissenschaftler. Ah ja klar, ein Geisteswissenschaftler hier. Was haben wir hier? Adrenalin. Immer wenn dir ein Terrain-Gefahren-Event widerfährt, erhalte Energie. Und was ist das daneben? 30 Energie. 15 Energie. Achso, wenn du das gemacht hast, kannst du einfach noch daneben hingehen. Mehr Geisteskraft. Also man kriegt hier überall von ihm mehr oder weniger hier Geisteskraft zurück, oder was? Guck mal, der ändert seine Werte, wenn er sich da auf anderen bewegt. So, jetzt tun wir erstmal hier die Punkte verteilen. Okay. Also das hier will ich auf jeden Fall auf Max bringen, das ist ganz klar. So, 60 maximale Energie, das ist gut. Sauerstoff und Körpertemperatur. Abklingzeit 4. Ach so, das machst du dann rein, das hat aber eine Abklingzeit, das ist interessant. Nachtschwimmer. Erhalte mehr Erfahrung in Events während der Nacht. Und hier gibt's nur aktiv während der Nacht. Das alles ist jetzt nur während der Nacht. Investiere etwas Energie, um Körpertemperatur wiederherzustellen. Ich würde jetzt erstmal hier wirklich auf
tue hier erstmal freischalten alles so, weißt du. So. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir mit ihm machen können. Hm. Verbesserungspunkte. Junges, ja, wir machen nicht mehr lang. Wir gucken jetzt noch, dass wir das hier fertig kriegen und dann reicht's auch für heute, finde ich. Erhalte mehr Sauerstoff zurück, wenn du dich über Schnee bewegst. Ja, komm, also das ist gesetzt. Und dann machen wir auch gleich volle Möhre. Weil. Dann haben wir noch 200 Punkte. Was ist denn das? Genie und Wahnsinn. Bezahle Geisteskraft, um einen temporären positiven Effekt deiner Wahl zu bekommen. Investiere etwas Zeit, um Erfahrung zu bekommen. Und das hier ist... Erhöhe die maximale Sichtweite der Kamera. Was für eine Kamera? Kamerareichweite? Ist das die Kamera von uns, wo wir das Umfeld sehen können? Oh, das wäre geil. Aber Dauer 0,1 Stunden. Ich nehme das mit den Erfahrungspunkten. Und dann noch das da. So, bestätigen. Okay. Gut vorbereitet, finde ich. Jetzt gucken wir nochmal ins Inventar. Ach so, ja, wissen wir ja noch nicht, was wir wollen. Und mal das alles weg da. So, 80 Inventarplatz haben wir. Was ist denn das da? Ach so, das könnte ich auch so machen. Ja, bestätigen. Ja, ich weiß, dass ich ein leeres Ding habe. Ich muss erst mal gucken, wo ich hin will. Was ist denn das Blaue da? Ich finde 3 Anomalien. Ach so. Hä, hab ich doch. Aber. Ach so, die mit Grün habe ich bereits geschafft. Kann ich die nochmal machen? Nee, leider nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man halt Sachen Quests öfters machen kann, so zum Grinden, weißt du? Das war das mit den Zeitanomalien. Ach, stimmt! Jetzt ergibt das Sinn, diese Rucksäcke. Das sind wahrscheinlich so, hier ist am besten mit der zu machen, mit dem Mädel, ne? Gibt extra Punkte. Falls beendet mit Abenteurerin gibt es extra Punkte. Und das hier, das ist sowieso spukhafte Umgebung. Schatten und Geräusche folgen dich. Also das geht sehr auf den Geisteszustand. Das machst du natürlich am besten mit dem Wissenschaftler. Sollen wir das nochmal in Angriff nehmen? Beim nächsten Mal? Habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Weil es war so... ja, ich meine... Wir haben es ja geschafft, aber dann halt... Ja, du musst jetzt noch nach hinten hin. Das war halt... Ich meine, aber... Komm, die nehmen wir. Charakter austauschen? Nee, den lassen wir. Inventar öffnen. So, er hat auch 80. Also wir haben denselben Rucksack quasi. So, und diesmal nehme ich mir eine Sauerstoffflasche mit. Ja, ich spreche noch nicht auf. Wetter ist normal. Also nicht besonders kalt. Das heißt, wir nehmen nicht diese warmen Stiefel. So. Kletterhandschuhe. Sollen wir wieder die Taschenlampe mitnehmen? Ich habe ja diese 2 Dinger da. 50, 60, 65. Wird genau reichen. Dann haben wir aber nichts zu essen und nichts dabei. Es ist schwierig.
Da ich mich nicht entscheiden kann zwischen den da und den da, nehme ich die da. So. Und dann nehme ich mir noch ein paar Kletterhandschuhe mit. Und jetzt haben wir noch 20. Guck mal hier. Oder die Taschenlampe. Als ob wir es so weit schaffen. Also zum... Ja, komm, wir nehmen die Taschenlampe mit. Bestätigen. So. So sieht's gut aus fürs nächste Mal gleich. Hier haben wir noch ordentlich Platz. Da kriegt man dann noch Zeugs rein. Und ins Inventar haben wir auch noch ein bisschen was. Aber wir starten natürlich noch nicht die Mission. Guck mal, die hat 2 Sterne. Missionsschwierigkeit. Sieht man die auch hier in der Übersicht? Also das ist ja das, was wir gerade gewählt haben. 2 Sterne, 2 Sterne. 2 Sterne. Gibt es auch was mit einem Stern? Da. Sucht nach Spuren, die sich zum Journalisten führen. Wäre vielleicht besser, wenn wir erst dahin gehen. Jetzt haben wir so schön vorbereitet, weißt du? Und was ist das da? Auch 1 Stern. Erreiche den Gipfel, danach ein Zielort. Sehr dünne Luft. Wetter normal, aber dünne Luft. Wir schmeißen das jetzt alles wieder um, ihr Leute. Also, ich will die Abenteurerin wählen. Wie mache ich denn das? Nicht Spezialwissen. Charaktere, so, die Abenteurerin will ich nehmen. Bestätigen. Und dann will ich auch hier, dünne Luft war das, gell? Kann ich da nicht noch eine Flasche nehmen? Schade, ich dachte. Ach so. Ach so. Eigentlich war das schon ziemlich okay, ne? Warme Schuhe werden wir wohl nicht brauchen. Dann nehmen wir diese Schuhe damit. So, siehst du? Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal... Oh doch, da ist es kalt, ne? Wir brauchen warme Schuhe. Wir brauchen warme Schuhe, bevor ich es vergesse beim nächsten Mal. So, warme Schuhe hier. Und Kletterhandschuhe. Also das gibt schon ein bisschen Temperatur uns. Das gibt uns generell weniger Energiekosten. Das macht ein bisschen mehr Licht. Kann praktisch sein, auch in Höhlen. So, und der Rest haben wir keinen Platz. Also, ihr guten Leute, das soll es für heute gewesen sein. Morgen nehmen wir, also wir gehen jetzt halt wirklich die da dann in Angriff nehmen. Ich habe jetzt nämlich da keinen Bock irgendwie so eine mega 2-Sterne-Quest da zu machen. Wie schwer war die eigentlich? Zeitanomalien, wo war denn die? Die da unten. Das sieht man nicht mehr. Schade, habe ich vergessen. Könnt ihr ja nachgucken. Erstmal nur so 1-Sterne-Schwierigkeitsdinger. Da wird man ein bisschen aufleveln und sowas, bevor man sagen, die hat einen Brockenwagen. So, was ist denn das da? Wiederbelebungen wird verwendet, um Charaktere wiederzubeleben, die keine Mission starten können, weil sie unter der Zeitschleifenkrankheit leiden. Aha. Okay, ich habe 600 Punkte für den Journalisten, habt ihr noch gar nicht. Schade eigentlich. So, ja, jedenfalls danke fürs nicht live zugucken. Danke an meine Freundin. So, die jetzt wahrscheinlich eh schon pennt, keine Ahnung. Ja, irgendwann mache ich mal wieder einen Stream, keine Ahnung, und dann spielen wir hier weiter. Dann werde ich mal hier meinen Zauberdingens da benutzen und sagen, Peace out. Keine Ahnung, was ist denn so der Bergsteigergruß? Glück auf? Keine Ahnung. Jetzt ernsthaft, gibt es einen Bergsteigergruß?
Das ist der Bergsteiger-Gruß.